Jo Oida 5. Schun. Hallo, ich bin's schon da. Raute 1.
Geht da was? So, grüß Gott beieinander. Mr. Mozart, merci dir für deinen Resub im 5. Monat schon. Leck mich am Arsch, die Zeit vergeht, das ist ein Wahnsinn. Weiterhin willkommen in der Party-Game, mein Freund, und natürlich auch weiterhin viel Spaß mit... Ja, ich sage mit deinen Emotes. Merci dir, Mozart. Mr. Boxabedere, Mrs. Samcrive, grüß dich Gott. Da habt ihr gut zu Fuß, findet da einer, sehr gut. Wir haben ja schon wieder... Da haben die schon wieder nur Leute da, damit wir springen können, sehr gut. Wie geht's euch? Heute haben wir mal zu einer ganz unchristlichen Zeit für meine Verhältnisse unterwegs. Also ich glaube, ich bin noch nie um 3:09 auf Nacht online gegangen. Also ich kann mich jetzt da nicht daran erinnern. Das ist ein wenig ungewohnt. So, was auch nicht. Ich habe halt sturmfreie Bude. Deswegen ist da dir offen. Das ist normalerweise auch nicht so. Na, was tust du denn? Weil ich so lange nicht mehr da war. Ob sie aber da nicht 1000 Bits. Meine Güte, du... merci dir, was soll ich sagen? Mr. Optio. 1000 Bits, das ist schon ein wenig hart für ihn. Und vor allem als Entschuldigung, dass du so lange nicht da warst. Also ich verstehe die Frage nicht. Das ist aber denen nicht zum Rechtfertigen. Wenn man Zeit hat man Zeit, und wenn nicht, ja, mein Gott, dann hat man halt wahrscheinlich auch mal irgendwann was Besseres zum tun. Optio, merci dir. 1000 Bits, das ist ein bisschen... Ja, das ist geschubst. Das ist geschubst, definitiv. Mr. Optio, du kannst da mal nachschauen. Also normalerweise müsstest du nämlich ein spezielles Bit Abzeichen haben, das was ich selber eingestellt habe. Da müsstest du mal schauen, dir wird zwar eins angezeigt, das reguläre, aber da müsstest du nur anders haben, nämlich so einen Stern. Da müsstest du mal schauen, wenn du Zeit und Laune hast dazu. Ja, das kann ich nicht umstellen, das musst du selber tun. Da musst du mal schauen, aber da gibt es bestimmt irgendwo eine Möglichkeit, wo du das einstellen kannst. Ich sag's nur, der Vollständigkeit halber. So, ja genau, das Ding meine ich. Richtig. Das müsstest du aber eigentlich vorausstellen können, wenn man nicht alles täuscht. Oder habe ich einfach das falsch verstanden? Das kann natürlich auch möglich sein. Das kann natürlich auch möglich sein, dass ich das falsch verstanden habe und dass du das Abzeichen verwenden kannst. Ja gut, kann auch sein. Okay. Leute, wer geht's denn? Haben wir gut drauf. Ich denke mal schon. So, die allerwichtigste Frage ist jetzt an der Stelle. Leute, ruckelt irgendetwas. Das ist halt ganz wichtig. Ich habe nämlich in OBS einiges umgestellt. Du wartest, also jetzt lese ich erst, Mrs. Samcrive wartet auf ihr Pizza. Ja, die habe ich schon gehabt. Aber ich wünsche dir dann auf alle Fälle schon mal einen guten Appetit. Was gibt's denn für Pizza? Zurück zum Thema. Ich habe in OBS halt gestern einiges umgestellt. Ja. Das ist jetzt ein bisschen Fachsimpelei. Mein Encoder ist jetzt nämlich nicht mehr die Software, sondern meine Grafikkarten da drunter. Hat man sagen lassen, das soll sich massiv gut auf Qualität auswirken. Und außerdem, die findigen Leute und Denken werden feststellen, wir streamen heute das erste Mal zum Testzweck einmal in 936p und nicht in 720. Ja, das heißt, das Bild im Allgemeinen soll heute deutlich besser ausschauen, als wie jetzt die vergangenen Male. Ja? Und deswegen war es wichtig von Enk, gerade von meinen Mods vor allem, ein Feedback zu kriegen. Jetzt wird es wahrscheinlich noch nicht so tragisch sein, aber es war wichtig, wie es ausschaut, wenn es später jetzt gleich läuft. Ob da alles flüssig ist, ja? Ob das sauber läuft, ob es irgendwelche Stream-Ruckler habt oder sonst irgendetwas. Da war ich ganz dankbar für Ihr Feedback. Ja? Das war wichtig. Capricciosa! Aber bei mir hat es ein Schinken Diavolo gegeben. Das werde ich zwar morgen wieder bereiten, aber es hilft halt mir nicht. Gut. Jetzt schauen wir mal. Er sagt zwar, dass also mein OBS jetzt aktuell sagt, ich bin stabil. Ja? Der Test hat auch gesagt, dass er stabil ist. Ja? Aber wer weiß schon, ja? Twitch und so. Man kann sich ja immer schleunigst ändern. Und das wollen wir ja nicht. Ich Feedback nicht, weil keine Ahnung davon was das ist. Ja, im Endeffekt, wenn du zu mir schreibst, hey, dein Stream ruckelt oder ist nicht schön oder schaut scheiße aus, dann muss man es einfach sagen, dann weiß ich Bescheid, weil dann muss ich es wieder so einstellen, wie es war. Wenn ich es nur weiß. Aber normal soll jetzt nichts fallen. Ja, ich hab's durch den Inspektor laufen lassen. Der sagt, er hat's für gut befunden. Also wird schon irgendwie gehen. Oder so. Und wenn nicht, dann sagt sie eh. Gut. So, jetzt schauen wir mal, Freunde. Jetzt meine ich, fangen wir später mal an, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich heute mache.
Also ich sage jetzt mal vielleicht bis 12 Uhr. Schauen wir mal, je nachdem, wie es mich gefreut oder wie fit ich bleibe. Aber ich sage jetzt mal so 3 Stunden, schätze ich mal. Ist machbar, denke ich, ja. Jetzt, wenn natürlich um 11 Uhr jeder ins Bett geht vorhin, dann biege ich halt auch ab. Aber da schauen wir dann einfach. Jetzt starten wir erst einmal das Spiel, jetzt bei so 8. Außer wenn jetzt ein Update kommt, dann fange ich das Blair noch. Weil Elden Ring hat gestern und vorgestern ziemlich viele Updates gekriegt. Aber es sollte jetzt eigentlich passen, wenn du mich fragst. Ah, da kommen sie ja schon. Sehr gut. So. Klappe. Sehr schön, wir haben ein Bild. Haben wir einen Ton auch. Ton war wichtig. Freunde, Ton war wichtig. Ohne Ton nichts los. Hätte ich gesagt. Jetzt gerade noch ein wenig so verwirrt, weil meine Kamera jetzt gespiegelt ist und so. Schaut gerade noch ein wenig komisch aus, aber gut, an das werde ich mich schon gewöhnen. Schaut aus, wenn wir einen Ton hätten, sehr gut. Dann bin ich ja eh schon wieder zufrieden. Ich muss schauen, wie lange er aushält. Der Nachbar hat mich davor noch auf ein Radler eingeladen gehabt und draußen war es ein bisschen kalt. Vielleicht regelt die Pizza. Schauen wir mal. Mrs. Wife, solange es aushält, hält es aus. Ganz einfach. So, warum kann ich jetzt da nicht... Achso, ja, weil wir nicht im Spiel haben. Sehr gut. So. Freunde. Jetzt schauen wir mal. Stimmt, ich bin noch gerade stehen bleiben Offstream. Das schauen wir uns auch anders mal an. Ich möchte heute nämlich da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe jetzt Offstream tatsächlich eigentlich gar nichts gemacht, außer ich habe mich da noch ein bisschen mehr umgeschaut. Da habe ich noch den einen oder anderen Dungeon gefunden. War aber nichts Weltbewegendes, wenn du mich fragst. Und ansonsten habe ich eigentlich nimmer wirklich was da. Ja, also die Möglichkeiten, die wo ich jetzt zu Beginn immer gehabt habe zum Tor, haben jetzt ein bisschen weniger geworden. Also wenn man da mal so schaut, was da ist zum Erkunden war ein wenig mehr auf jeden Fall. Da war jetzt nicht mehr allzu viel. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich heute im Stream schon einiges entdeckt habe. So, was wir weiter tun, ist da im Haus Vulkan. Da haben wir noch hingekommen letztes Mal. Ich möchte mir aber erst da einmal noch ein wenig umschauen, ja, bevor wir tatsächlich einmal schauen, was in der Burg da Phase ist. Ja. Weil man muss ja alles mitnehmen, soweit möglich. Dann habe ich außerdem offstream einmal ein Magiebild probiert mit einer Waffe, die wo ziemlich stark war, sage ich jetzt einmal. Dann habe ich gestern in den Patch Notes gelesen, die ist massiv genervt worden. Ja, und das hat mich dann nicht mehr gewundert, weil die hat gar keinen Damage mehr gemacht. Ja, das muss eine Waffe gewesen sein, mit der du Bosse teilweise two-shottest. Wahrscheinlich berechtigter Nerf kriegt. So jetzt einfach mal. Ja? Also wir bleiben auch ganz normal auf unserem Geschicklichkeitsbild. Ich habe die 2 Katanas gewaltig aufwerten können durch die ganzen Materialien, die ich gefunden habe. Da ist jetzt eins auf 17 und eins auf 16, also die schallern jetzt schon ganz gut, eigentlich. Allerdings habe ich einen anderen Helm aufziehen müssen, weil sonst hätte ich Fatroll gehabt. Ja, das ist unflauschig. Also Fatroll zur Erklärung, da machst du eine ganz langsame Ausweichrolle, also eigentlich mehr ein Purzelbaum wie eine Rolle. Das ist beim Ausweichen nicht sonderlich, nicht sonderlich flauschig, wenn du mich fragst. Genau. Ansonsten, wie gesagt, habe ich eigentlich nichts da. Großartig. Ich bin halt in der Gegend rumgeritten, habe mir geschaut, wo es noch irgendwo was zum Winden gibt. Das eine oder andere Level-Up habe ich natürlich noch erhalten, weil die Dungeon-Bosse ja doch tatsächlich relativ gut Rubine gegeben haben. Ich sage mal Runen. Aber wie gesagt, sonst war es eigentlich nicht dramatisch. Schauen wir einfach mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich die goldene Saat da hinten geholt habe. Schauen wir einfach mal. Aber ich glaube, die haben uns noch geholt. Weil da hinten war nämlich der Eingang, da haben wir noch eingegangen. Da haben wir uns das Leuchtfeuer sozusagen noch geholt. Beziehungsweise in Ort der Gnade, heißt es ja eigentlich. Und da ist auf alle Fälle eine Asche zu holen. Irgendwann einmal. Ich wollte gerade sagen, das überlebt aber jetzt hoffentlich nicht.
Ja, kommt nicht in meine Richtung, okay. Okay, die haben uns dann scheinbar doch letztes Mal schon geholt. Ja, habe ich nicht mehr gewusst. Habe ich nicht mehr gewusst, Freunde. Wie viel Heilung habt denn ich jetzt eigentlich? 13, meine, oder? Wenn mich das täuscht. 13, okay. Ja, schauen wir mal da oben. Da haben wir letztes Mal meine noch das Kartenfragment dazu gefunden. Das war da hinten, da bin ich aber mehr durchgerusht. Weil ich zugegebenermaßen ja doch schon ein bisschen kaputt war von der Konzentration her. Bei 5 Stunden Elden Ring Stream, puh. War nicht ganz ohne, aber war geil auf jeden Fall. Aha, da schon her. Da ist auch noch irgendetwas. Ja, da wird man von da jetzt wahrscheinlich nicht hinkommen. Das geht dann wahrscheinlich mehr außen rum. Und so wie ich das sage, ist das die Säge von da, dass das eine Boss-Arena ist. Da steht auch irgendetwas drin. Da steht auch irgendetwas drin. Das sagt man da an der Treppe stehen. Irgendwas. Ah, Freunde, da meine ich, da wird es unflaschig da drin. Das, schauen wir mal, wie weit wir da hinkommen. Ja, das war so klar. Gerade sage ich noch, die blöde Bratzen, die. Oh. Da, die haben mit einem leichten Angriff weg. Das ist gut für uns. Da hinten ist ein Riesenbratzen. Ja, da müssen wir ein wenig Obacht geben jetzt. Guten Abend, Freunde der gepflegten bayerischen Unterhaltung. Fichteli, du weißt einfach, was gut ist. Ich grüße dich. Einen schönen guten Abend. Alles gut bei dir. Hau halt ab jetzt da, du scheiß Brasen. Verpiss dich. Du hast überhaupt nichts zum Sagen. Ja gut, vielleicht nicht. Mal buffen. Ja, Mrs. Fichteli hat das neue animierte Emote auch schon für sich entdeckt. Sehr gut. Das ist gut. Das ist zauberhaft. Alles flauschig. Ja, ist kaum zum Übersehen. Sehr schön. Ja, der macht einen Gruß, okay. Oder hat er mitgemacht. Da können wir vielleicht von da noch hier, oder was? Gott, ist das im Bereich des Möglichen? Nein, das ist sauber so. Na, keine Chance, da können wir von da nicht hin. Wie war die Feier? War ganz angenehm. Was weiß ich, Geburtstagsfeier, Kaffee, Kuchen, Pizza. Das Übliche. Aber war ganz anständig. War halt ein bisschen doof, weil ich nicht genau planen konnte, wann ich jetzt letztendlich online komme, aber es hat doch deutlich früher geklappt, als ich gedacht habe. Also ich hätte eigentlich gedacht, ich komme vor halb 10 nicht. Aber dann hätte ich auch wieder gesagt, besser später als nie. Dunkelschmiedestein, okay. Ui, die droppen Dunkelschmiedesteine. Interessant. Gut, ich brauche halt einmal einen auf Stufe 7, damit ich meine Waffen weiter ausbauen kann. Aber das ist gerade nicht. Ich habe einen 6er habe ich, aber Simmer ist leider nicht vorhanden. Der zaubert mit seinem Mittelfinger, sehe ich von da. Mach Platz oder Sitz, keine Ahnung. Wo können wir denn da, wo darf man denn da hinkommen? Da und da kann man mal so wie ich das sage, direkt in das Feuergebiet. Ja, jetzt schauen wir mal, das wird man schon sagen. Oh, das ist ein Ort der Gnade, sehe ich von da. Das ist gut. Wir müssen uns auf alle Fälle, gut, das kann man jetzt eigentlich gleich dort. Wir können uns jetzt gleich in dem Haus umschauen, weil da können wir uns ja jetzt ohnehin wieder herporten. Das ist eigentlich ein Plan. Schauen wir uns mal an, was in der Villa da auf sich hat. Ja, weil das ist, da haben da die zwei da drin. Was das überhaupt für zwei Gestalten haben. Scheint auf alle Fälle ein freundliches Schloss zu sein, weil da haben Waffen verboten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder auch nicht. Okay, dann doch keine Waffen verboten. Bei dir ruckelt's gut steinweise. Das ist schlecht, wenn es bei dir ruckelt. Ruckelt's sonst noch bei irgendjemandem? Haben wir sonst noch bei irgendwem Ruckler drin? Gut, das war jetzt vom Spät erzählt nicht. Der Mozart ist voll da, das ist schon mal gut. Wie schaut es jetzt da aus? Also voll und da, ja gut. Mozart, hast du auch irgendwelche Ruckler? Der Mr. Boxer schreibt, er hat gute Ruckler drinnen, steinweise. Das wollen wir natürlich nicht, dass wir Ruckler haben. Ja? Hier war noch nichts aufgefallen.
Lasst mir's aber, genau. Also Leute, wenn's, pass auf, Mr. Boxer, du musst einmal probieren, stell einmal die Auflösung runter von 936 auf 720. Vielleicht liegt's am Internet, das kann nämlich auch sein. Probier das einfach einmal aus und dann schaust du mal, wie es ist. Weil du bist jetzt tatsächlich der Erste und der Einzige, der wo mir so Feedback gibt. Aber nicht schlecht, das ist einmal gut zum Wissen. Ja? Es soll ja passen. Ja? Das, wie gesagt, heute ist ein bisschen ein Testballon. Was die sagen, aha, da haben wir nicht mehr freundlich. Wie kommst du eigentlich auf 936? Weil 1080p meine Leitung nicht hergibt. Oder was heißt, gibt meine Leitung schon her, aber ist so eine Sache, weil 1080p mit einer 6000er Kilobit Raten, schaut wahrscheinlich nicht sonderlich gut aus, wenn du mich fragst. Deswegen mal der erste Schritt nach 936. Ja? Aren't you precocious? We rarely receive visitors to the Volcano Manor without invitation. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So, tarnished. Have you Hat, ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us, rise with us, against the Erd Tree? Ja, jetzt soll ich halt wissen, was das zwei sagt, wenn ich jetzt da beitritt. Ja? Das war jetzt wieder interessante Info von den Leuten, die das wissen, was da passiert, wenn ich da jetzt beitritt. Ich hab nämlich keine Ahnung. Kadel, alles gut bei dir, schön, dass du einer schaust. Ich muss mal festhalten, ich mag verlässliche Leute. Auf was bezogen jetzt? Ja, was passiert jetzt da, wenn ich da beitritt? Wie hat das irgendwie... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist halt aber so eine Sache. Ich weiß nicht, was die will von mir. Das ist das Problem. Ich kann jetzt beitreten und dann, weiß ich nicht, dann schießt man irgendwie Handlung oder was? Keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht so wirklich, was ich... Ja, tritt mir einfach einmal bei, oder? Ich meine, wird schon... Your decision is most... Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. I am Tanith, the proprietress of this house. Aha. An honor to have you. Schlüssel zum Zeichenraum. Das war, glaube ich, gut, dass wir da beitreten haben. Okay. Dann kriegst du am Fall to your face. Motzog, ich weiß nicht, was man eigentlich sagen möchte jetzt mit verlässliche Leute. Auf was beziehst du das jetzt? Ich verstehe die Frage nicht. Alles gut soweit? Mein Hirn ist gerade ein bisschen durch. Oh, warum das? Mir geht's soweit gut. Ich bin vollgefressen, aber das meine ich, ist ein Luxusproblem. Ja, okay. The drawing room is through the hall. Use the key I handed you and make yourself comfortable. Ah, ich soll mir jetzt The also... drawing room is through the hall. Use the key I... Ach so, okay. Ja, durch den Korridor und in irgendein Gästezimmer soll ich gehen. Ich verstehe die Frage nicht. Und da sitzt auf alle Fälle irgendwer. Was hat... Someone please kill him. That horrendous serpent. Praetor Rykard. Aha. You're tarnished. Here to put the demigods to the sword. Then please, kill the great serpent. The one that devoured Praetor Rykard. I left the serpent-slaying spear in the Lord's chamber. Worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Okay, der verzeiht uns jetzt als erfahrener Soul-Spieler kann ich sagen, der verzeiht uns was von einem Boss. Ja? Da bin ich mir jetzt schon 1000%ig sicher, dass eine große Schlange nicht einfach irgendein 0815 Gegner ist. Für mich bist du halt ganz schön scharf, Bazi. Wie darf ich denn das jetzt verstehen, Mrs. Wifey? Muss gerade ein paar Eindrücke verarbeiten. Aue. Also du kannst das gerne in den Chat schreiben, wenn es dir nicht unangenehm ist, und wenn nicht, dann kannst du es privat schreiben, wenn es irgendwie quatschen möchtest oder so. Ja, du weißt eh Bescheid. So. Das Game hat immer wieder leichte Hupfer drin, ist aber, glaube ich, Spiel selber. Der Stream selber läuft fein, das war vorher schon so. Ja, das Spiel selber hat ab und zu einen kleinen Ruckler drin. Ja, das ist aber tatsächlich bei mir auch. Das sagt sie natürlich logischerweise auch im Stream. Pass auf, ich mache mir jetzt da mal schnell kurzzeitig, jetzt pass auf, damit ich es wirklich sauber überprüfen kann. Damit er mir überhaupt nichts gefällt.
jetzt los mich, weil ich hab meinen Player zu wegen Auslastung und so weiter. Dann kann er mir das. Dann kann er mir das selber ein bisschen anschauen, also ein wenig im Auge, ja? Damit ich sehe, wenn da mal was massiv schief läuft. Ja? Verzeiht mir's bitte, wie gesagt, das ist halt ein bisschen so ein Testballon. Ja? Wenn es wirklich gar nicht geht, dann stehe ich um. Das ist überhaupt kein Thema. So, der mag, dass wir mir irgendeine Schlange umbringen. Ich weiß aber nicht, ob ich das mag. Ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Achso, ich glaube, Mrs. Wifey bezieht das auf die Auflösung. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Es soll ja eigentlich halt deutlich schärfer sein, also das Beil. Ja, ich nicht, ich schaue bei Kreisle aus, abgesehen davon. Aber das Beil soll halt deutlich schärfer sein und deutlich feiner sein als wie die vergangenen Wochen. Ja, weil ich, wie gesagt, halt einfach mal so einen Testballon mache. Das Motto gesagt hat, der Ballon fliegt fein. Ja, das ist ja schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Worthy tarnished, I left the serpent-slaying spear in the Lord's chamber. It is the only thing that can kill that horror. Run it through. The great serpent, that unspeakable monstrosity. Moment, scharf und ja, wobei scharf und spitze sein. Ja, ist wurscht, egal. It is the Ja, okay. In der Bude ist irgendwo eine riesige Schlange, scheinbar. Ja, Basilisk, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der verzeiht uns jetzt auf alle Fälle, wir sollen die killen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mehr. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich durfte gerade meiner Schwester zu einem Großbrand. Was? Zu einem Großbrand fahren? Sie musste noch dorthin, wegen Freiwillig Feuer braucht noch Leute. Brand an dem Hof. Da hat's jetzt Lichterloh brennt. Irgendwie geht's mir gerade nicht aus dem Kopf und irgendwie ist eine Angst da. Ach du Scheiße. Ja, ist unfein. Ich hoffe, es ist niemandem was passiert. Ja, also mir darf's da wahrscheinlich genauso gehen. Rokusantenfinger. Oh, okay, alles klar. Brief des Hauses Vulkan. Was ist das schon wieder? Also ich hoffe, wir sind alle soweit Anwesenden okay. Ja toll, wir haben jetzt so einen scheiß Brief gefunden. Was soll jetzt mit dem Blame... Ah, das ist die was haben wir denn da jetzt? Eine schriftliche Anfrage des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Beflecken. Istvan, der alte Ritter, er hält sich in Limgrave auf, sucht die rote Markierung auf eurer Karte. Ja, nein, das ist eine Killquest, das machen wir jetzt nicht, das können wir mal wann anders machen. Oh, was ist denn der für einer da? Ah, sie. Hallo? Ja, ich wollte mir das nicht mehr. Hello again, brave Tarnished. It is a shame that I did not beckon you here with my own hand. But I am pleased. Hurra! Es hat hingehauen! Haha! Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. D4 MPFE der Grias Eich. Mr. Price, habe die Ehre. Merci wieder ein Resub beim 4. Monat. Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit den Mods, mein Freund. Kattel, ist ja schon mal grundsätzlich gut, dass keine Tiere und Menschen zu Schaden gekommen haben. Ja, jetzt ist jetzt vielleicht ein schwacher Trost, aber den Rest regelt Versicherung. Hoffentlich. Ja? Und wie gesagt, der Motto schreibt sehr, wenn du Leid brauchst, um einen Kopf frei zu kriegen, es sind gewiss einige anwesend, inklusive mir. Ich meine, ich kann zwar jetzt nicht mit dir ins Discord gehen, das ist offensichtlich auch klar, aber, ne? Bro, fist to your heart. Okay? So, was haben wir jetzt da? Dann soll ich nichts überlesen. Ja, ich habe jetzt überhaupt nicht mitgekriegt, was du gesagt hast. Was ist es mit dir? Möge dir unseren Herrn Tannes Führung, dem Vater... Ja, okay, von mir aus. Ja, das ist einmal ein Bannhammer, Freunde. Ja? Oh, da ist eine Schlange um. Ist das eine Schlange? Bist du der Boss, kann ich sagen, sag's gleich, oder hau das Hype auf der Stelle, aber wie wirst du auf den Sessel sitzen? Scheißegal. Und wenn's da 3 Wochen in Tosen scheißt davor, das ist mir auch wurscht. Aber ja, es gilt ja grundsätzlich die Unschuldsvermutung, ja? Warum ist jetzt die dir eigentlich zu? Ich hab doch hier aufgesperrt, oder? Oder bin ich von da einer gekommen? Das kann natürlich auch sein. Ich bin von da einer. Ja, gut. Oh nein, ich mag da nicht so. Da ist eine riesige Schlange, hey, das ist doch komplett behindert. Warum?
Der Idiot, der sich das Haus hier angeschafft hat, den gehört schon wieder rumdrehen, ja? Aber der ist nicht pink. Ja, gut, okay. Ja, das ist dann mehr was für Mozart. Der ist mehr so der schwarzmalerische, ja? Aber also Bannhammer technisch. Sag mal, wie viele Zeichenräume hat denn die Bude? Oder geht das ist einfach, die hätten sie eigentlich auch Zentralschlüssel nennen können, wenn du mich fragst. Oh, da liegt der Leiche. Wer was? Sagt es gleich. Ja, das ist ein Problem, wenn man Parfüm sauft. Ja, der Mann hat es nicht ganz verstanden. Parfüm ist für auf die Haut, Freunde. Ja? Nicht für in die Haut oder in den Körper. Ist nicht so eine gute Idee, wenn du mich fragst. Mozart ist jetzt. Glitzerfee im Metallkostüm. Jetzt habe ich Kopfkino. Jetzt müsste sie nur noch Torblond färben. Dann war es zauberhaft. Da war so mehr Sailor Moon-Style. Jetzt schauen wir mal da auf. Irgendwas wird uns schon nichts springen. Hoffe ich mal. Du bist quasi blond. Oh, da liegt da schon wieder da, oder? Pinker Fullmetal-Arch. Wo kommst du jetzt du her? Du Arschloch, zupf den. Ah, du hast den umgebracht. Die helfe ich gleich in die Schuhe. Oh ja, der hat eine schon. Was weißt du? Inquisitor irgendwas. Dieser aus Rad. Oh. Ist das ein Talisman oder ist das eine Waffe? Okay, das ist eine Waffe offensichtlich. Okay. Mehr blond, mehr gut. Mrs. Fichterli, dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sonst gibt's da jetzt nix, oder was? Möchtest du verarschen? Ein riesen Tisch da. Und nicht einmal Essen drauf. Ja gut, okay, scheinbar doch. Nein, scheinbar nicht. Lade Weinglasel, was ist das schon wieder? Das nächste Mal, bevor ich in irgendeinen so einen Verein eintritt, her mir mal wie es da getränketechnisch ausschaut. Ja toll, wo geht's jetzt da weiter? Nirgendwo, oder was? Muss ich dann doch unten lang? Das kann natürlich auch sein. Ja, die da haben keinen Wein. Also, zumindest habe ich gar nicht gesehen. Hey, möchtest du verarschen, oder was? Da muss sehen, wo weitergeht. Okay, die... Von da hinten bin ich... Jetzt Moment einmal. Schenkt sich reinen Wein ein. Charlie Brown, du kannst aber auch sagen, wo wir hingehen müssen, wo die Schlangen sein sollen. Das war nicht schlecht. So, auf Navi-Basis mäßig. So. Ja, ich tippe jetzt einfach mal, wir müssen, wie ich vorher gemeint habe, da außen um. Die wird, die blöde Briert, die wird irgendwo da sein, schätze ich mal. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich bin mir halt jetzt nur nicht so wirklich sicher, ob ich die Schlange sehen möchte. Ich glaube es nämlich eher nicht. Aber gut, die werden uns schon anspringen, wenn wir in der Nähe sind. Warum schifft es jetzt um? Warum ist jetzt noch? Die mag nicht, dass es noch ist. Es muss doch sein. Unbedingt. Weil in der Nacht laufen und zaubert, schubst die Gestalten umeinander, wenn du mich fragst. Da, schau her. Allein, dass da so Viecher hängen. Und das da hinten, das Ding ist sowieso lebendig. Sehe ich von da. Das sagt man, da ist, das ist Schlangenfutter, hundertprozentig. Aber da schauen wir jetzt einfach mal. Das wird da irgendwas, Leute, wenn wir wo nicht hin dürfen, dann wird man mir das merken. Da gehen sie natürlich jetzt da oben auch noch lang. Jetzt schauen wir mal. Eines nach dem anderen. Ja? Uns pressiert es ja schließlich nicht. Haben wir ja noch ein wenig Zeit. Ja, da jetzt ist zwar schon eingeklemmt, aber lasst es lieber bleiben, weil es dort sinkt noch weh. So, ja. Da ist noch einer. Holzen, Sakramentknospen. Wo sie immer die Dinger bringen. Keine Ahnung. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, okay, ich gehe ja schon noch. Ist fein. Ist doch alles fein. Also ich schaue jetzt gerade so nebenbei so ein bisschen auf meinen Stream-Bildschirm da auf der rechten Seite. Bis jetzt merke ich persönlich jetzt nichts. Ja? Also wie gesagt, ganz laut schreiben, hey, voll, da stimmt was nicht, wenn was nicht passt. Aber das ist wieder so ein Schal auf solchen Dingen, Kirchenkopf, was weiß ich.
Ja, wenn du wenigstens Depp fetzt. Aber du hast da nicht einmal einen Arsch. Ja, dezenter nimmt geschlagen. Ui, das war ja, bist du bescheuert. Alter, der verteilt die ganz anderen Kopfnüsse. Pfui Teufel. Da ist auch ein Schlang drin, oder? Ja, dem meine Ohrstückel Pizza gelangt dem nicht, Teufel, so wie der ausschaut. Kannst du mal dein Zeug für die halten? Scheiß auf Pizza, der nimmt einfach mich. Aber was ist jetzt? Reißen oder was? Nein. Halt die Goschen! Aua, der trampelt einfach auf mir rum. Wahrscheinlich, Motzog. Wahrscheinlich genauso. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt schon so ein Hinweis, wenn das Viech hat lauter Schlangen aus der Goschen rausgeholt. Also gehe ich jetzt mal schwer davon aus, wir müssen da lang. Ja? Weil Schlange und so. Ja? Und da liegen ein Haufen Leichen rum. Das wird zwar auf den Kollegen von gerade eben gewachsen sein, aber wir schauen wir jetzt einfach mal. Ja? Irgendwo. Also da wird es jetzt offensichtlich nicht sein, weil das schaut mir ein wenig so aus, wie wenn das jetzt kein Bossareal nicht war, aber du kommst dann in Chamber of Secrets, ja wahrscheinlich. So. Allein, dass ich da meinen Aschegeist rufen kann, sagt mir, da lauert irgendwas. Ja? Vielleicht ist auch das Bossarena, das kann natürlich auch möglich sein. Also das ist einmal ein Erdenbaum gewesen, der hat es auch hinter sich. Aha. Aha. Baumgeist mit Geschwüren. Ich hab so gewusst, dass da irgendwas kommt. Dieser Miniboss da, der von Aschegeist ruft. So ein Viech habe ich abgesehen davon schon mal bekämpft. Offstream. Das habt ihr nicht gesehen, glaube ich. Ja, Schaden macht er nicht wenig. Geht's ja in der, da geht, wollte ich schon sagen, da geht's in der Früh schon gut an. Okay, da ist Blutung daher, genau. Zupfte. Verhärtete Bleiträne und himmelblaue Geheimnisträne. Okay, was ist das? Mal schauen. Ein Arzneigemisch erhöht kurz das Gleichgewicht. Okay, das ist komplett für den Arsch. Und das himmelblaue Kristall in einer, also regeneriert die Hälfte der gesamten FP. Okay, das war für einen Magier interessant, haben wir nicht. Okay. Ja gut, haben und nicht haben. Besser haben und nicht brauchen, als wir brauchen und nicht haben. Sag ich mal. Was gibt's da sonst noch? Ist da nicht irgendwo ein Ort der Gnade? Verstehe die Frage nicht. Wir haben gerade einen Boss kaputt gemacht. Da muss irgendwas sein, da ist Loot. Das ist gut für uns. Niederer Erdenbaum, ja, also der ist wirklich nieder. Niedergebrannt, Freunde. Aber Hauptsache da wachsen noch Stiefmutterchen. Das ist super, oder? Schädel. Na toll. Da gibt's ja sonst nichts mehr, oder?
Ja, da gehen wir jetzt nicht. Aha, ja. Da gehen wir in den nächsten Korridor. Oder vergiss... Ja, stimmt. Das können auch vergessen. Ich bin jetzt nicht so pflanzenbewandert, aber das können auch vergiss mein nicht sein. Du hast durchaus recht. Ja gut, okay. Ich glaube, wir haben das Gräber überstanden da jetzt dabei einmal. Ah, da ist Loot. Bazi, Auge, er lurt alles. Oder meistens alles. Feuerfett mit Kordel, ja toll. So, bevor ihr einloggt, erst das MOI-Heißgetränk. Mr. Seitching, habe ich dir Merci, du Arschloch, du Blitz. Also nicht du, Seitching, das du dahinter. Merci für dein Resub im 5. Monat. Weiterhin willkommen in der Basis-Gang. Viel Spaß mit den Mods, mein Freund. Alles fit bei dir, wie geht's uns denn? Bestie am Blut. Ah, die stinkt schon wieder noch. Ja, Moment einmal. Da kann auch nicht schon wieder ein Boss kommen. Aber das schaut ziemlich weit. Na, da hinten läuft der Hund, da kommt kein Boss. Okay, sehr gut. Oh, das ist knapp. Jetzt will ich gerade schauen, wo der Pfeil steckt. Tja, Freunde, merkt euch eins, wenn ihr mal irgendwann in Enkernleben über eine Brücke lauft, wo lauter Leichen liegen, dann dreht es ein bisschen wieder um. Ja, weil das ist meistens nicht so gut. Soweit ist überstanden, Schlupfvakante 24 sind wir, also ist normal. Ja, da fühle ich die ganz gewaltig, Mr. Seitching. Wobei, heute geht's tatsächlich. Ja, aber es hört sich schon mal sehr gut an, wenn es bei dir schon langsam mit der Berg aufgeht. Ja, das hört man gerne. Hau ab, du Arschloch, du Plätz, du. Du hast jetzt überhaupt nichts zu melden. Hütte mit Leichengestank. Ja, wen wundert's? Wen wundert's, dass da... Ja. Ich glaube, dass wir bald auch zu dem Leichenhaufen da gehören. So, wo ist jetzt ein Ort der Gnade? Ich mag das jetzt auf der Stelle wissen. Da muss irgendwo ein Ort der Gnade sein. Das ist so gelungen, wenn nicht. Ich meine, es pressiert jetzt zwar noch nicht, weil ein bisschen Heilung haben wir ja noch. Aber trotzdem, mehr Orte der Gnade sind mehr gut. Dinosaurier sind wir 2 gelaufen. Ha? Ja. Hey, da hinten ist auch ein Baum. Bruh, what? Hier riecht's noch Arsch und... Ja, so riecht's da jetzt mit Sicherheit auch. Ja, die 2 Keder, die springen nur jetzt sowieso gleich an. Und daher lieber mal präventiv die 2 Keder sitzen mal lassen. Oh, wir haben eine Heilung gekriegt, das ist gut für uns. Oh nein. Ja, wir werden mal in das Schloss da rein müssen, das so gern Gibius ist. Das so gern Gibius ist, Freunde, wir werden mal in das Schloss da rein müssen. Da führt wahrscheinlich jetzt kein Weg nicht mehr dran vorbei. Aber wisst ihr was? Wir sind ja... Oh nein, mit die legen wir jetzt nicht. Oh, fick dich! Ja. Das kannst du vergessen, dass wir mit 3 so Wagen liegen. 4. Da nehmen wir 4 Cent, das so gern Gibius ist. Gang ist nach oben. Are you kidding me? Ja, aber nicht von da. Aber nicht von hier. Das ist ein Bait. Das ist so genki. Ja, genau, ist zwar das, da macht es nicht einmal nützliches zu haben da. Adamblatt, für was auch immer das ist. Aber ich leg mir jetzt safe nicht mit den ganzen Wagen da. Das ist ein bisschen zu heikel. Wo haben wir denn jetzt laut Map? Da runter, okay. Ah, dafür der Brucko mehr. Hey, wait a minute! Wir haben wieder am Anfang. Oh! Ja gut, dann muss es aber anders lang gehen. Das wird nicht anders. Dann muss es von da aus anders lang gehen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Da gibt es bestimmt nicht. Irgendwas haben wir übersehen. Wir haben jetzt einmal im Kreis gerannt im Endeffekt.
Schauen wir mal einfach mal. So. Jetzt schauen wir mal, was hat er da irgendwas? Did you read the letter left for you? That is the task. The volcano. You will be compensated once the deed. If you are loath to hunt your own kin, but you must leave this house at once. This is a war against the. We have no place for the meek. Ach so, das ist eine Questline. Ja, okay. Ja, aber Moment einmal, da muss aber trotzdem irgendwie. Moment einmal. Lass mir mal von wo schauen, wo ich was sehe. Haben die da eine Maskenpflicht? Ja, scheinbar. Ah, Moment, jetzt ist aber eher auch weg, oder? Oder ist der woanders gewesen? Das kann natürlich auch sein. Jetzt passt so acht. Der Zipfel ist weg. Der Zipfel ist einfach weg. Der ist nicht mehr da. Kommt im Herbst erst wieder, ja, wahrscheinlich. Das braucht es da nicht zweimal sagen. Hast du ihn jetzt zu melden? What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Well, as long as you understand. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps ja, da waren wir, das stimmt schon, da waren wir schon, aber das Problem ist, jetzt pass auf, wir müssen ja irgendwie, wir haben ja jetzt im Endeffekt einmal so außen rumgerannt. Ja, und da waren wir ja schon. Da muss man aber von da aus irgendwie runterkommen. Und ich glaube, jetzt glaube ich sogar wie. Da wird man wieder irgendwo oben springen müssen, wo man zuerst meint, man kann nicht oben springen. Aber anders geht's offensichtlich nicht. Pass auf, da ist ja auch noch die wo man aufmachen kann. Ah, aber nicht von der Seite. Ja gut, okay. Ist da vielleicht noch irgendetwas? Ah, nicht. Okay. Es geht auf alle Fälle mal da. Da muss man. Da waren wir vorher gerade. Jetzt pass auf, da muss irgendwie noch nach unten gehen. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Da habe ich mir vielleicht nicht gescheit noch umgeschaut. Das kann auch sein. Da schauen wir uns jetzt nochmal genauer um, weil da geht's irgendwie nach unten. So, nehmen wir mal unser treues Ross. Das hat ihm noch nie geschaut, habe ich gehört. Da ist jetzt auch das Schlangenviech nicht mehr da. Also, ich glaube, da haben wir da schon lang müssen. Ich glaube, ich habe nur nicht genau geschaut. Behext 95, Kabitäre. Vielleicht in irgendeiner Höhle, das kann auch sein, dass man da irgendwie in eine Höhle reinkommt. Da schauen wir jetzt einfach nur mal genauer. Weil von da aus hat man nämlich auch gesehen, dass es irgendwie nach unten geht. Da geht's nach unten irgendwo. Ich muss nur außerfinden, wo. Ja, das ist... Oh nein, das ist so scheiße, ich bin hier. Das ist so... Das war so nicht geplant. Aber da kommst du auf jeden Fall, da kommst du schon irgendwie oben. Ich schaue jetzt gerade mal auf der Karte, wo das sonst noch möglich sein kann. Ja, ich glaub auch, dass da irgendwo einen Eingang geben muss. Jetzt schauen wir nochmal, jetzt hören wir uns einmal schnell unsere Seelen ab. Bei 95.000 ist doch ein wenig viel.
Und dann schauen wir nochmal. Vielleicht muss man auch von einer anderen Seite daher. Das kann auch gut möglich sein, dass wir über die Hängebrücke noch mal drüber müssen. Aber das kriegen wir eben schon irgendwie. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann fragen wir am Dr. Google. Der wird uns dann schon sagen, wo wir lang müssen. So, Hans. Da ist ein Vorsprung. Da war der Vorsprung und dann darf es sogar gehen. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da hin müssen. Außer, Moment einmal. Außer es geht von der Klippen da rennt irgendwo, aber das ist auch nicht. Das ist auch nicht das Feuergebiet dann, das ist wieder ganz was anderes. Das ist die Burg da, ich möchte da einer. Pass auf, das ist der niedere Erdenbaum da. Aber wie komme ich jetzt von da? Da oben. Weil in dem Gebiet waren wir ja schon mal. Pass auf, jetzt schau ich mal. Mir dann da einer, da war ich überall schon. Ah, vielleicht geht's von da. Vielleicht geht's von da über den Face-Vorsprung da, aber das kann sein. Jetzt pass auf, das probieren wir aus. Da ist nämlich auch ein Mords-Face-Vorsprung. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal da her. Ja, jetzt müssen wir schnell kurz warten, bis das der Aufzug da ist. Ich würde gerade sagen, fährt der einmal. Wenn wir da jetzt wirklich überhaupt keinen Weg nicht finden, dann können wir uns ja zumindest einmal noch anschauen, wo das nächste Storygebiet ist. Ja? Das haben wir ja auch noch offen. Aber jetzt schauen wir mal, vielleicht finden wir noch irgendwie einen Weg, wo wir da hin müssen. Wenn nicht, werde ich dann offstream einmal recherchieren, wie wir lang gehen müssen. Dann können wir uns das für den nächsten Stream dann auch noch aufheben. Wenn es wirklich war. Aber jetzt sind wir mal guter Dinge und gehen wir mal davon aus, wir finden was. So. Schauen wir mal, weil von da... Da kann's runtergehen, muss aber nicht. Aber jetzt schauen wir einfach einmal. Nehmen wir uns da mal einen Marker her, damit ich mich orientieren kann. Ja, toll. Das kostet quasi... Also, das ist der Felsen da. Okay, der ist offensichtlich auch nicht. Ja, wie kommen wir jetzt da her, ist die Frage. Es kann aber auch sein, dass wir so hier müssen. Ja, das kann vielleicht nur sein. Das kann man mal hinten gehen. Das kann dann noch funktionieren. Also praktisch nicht da oben, sondern auf zu und dann rechts. Links von mir aus gesehen.
Ja, aber da unten ist definitiv ein Gebiet. Aber wie kommst du hier, ist die Frage. Oder muss man deren ihr Questline vielleicht erfüllen? Muss man deren ihr Questline vielleicht erfüllen, dass dann ein Tier aufgeht, wo man dann nach unten kommt? Das könnte vielleicht sein, weil da ist nämlich ein Tier versperrt. Da ist nämlich eine Tür versperrt. Jetzt pass auf, Wacht. Die ist blockiert. Und die geht nur von der... Okay, vielleicht haben wir einen Weg gefunden. Achso, nein, das ist nur die andere... Achso, scheiße. Pass auf, jetzt schau ich noch mal schnell nach oben. Garantiert, dass ich da irgendetwas Offensichtliches übersehe. 100%. Also das Ort der Gnade, okay. Ja gut, aber da gibt's definitiv nichts. Den Raum im Elefanten übersieht man schon mal. Ich verstehe deine Flachwitze nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man da oben kommt. Mr. Motzok, schauen Sie mal schnell geschwind in Google nach und Google einfach einmal Weg zu Rickard, also mit Y, ja? Mehr nicht. Ich möchte nur wissen, was man da muss, wie man den Weg da freischaltet. Damit man nicht zu viel sinnlos hinterher, weil die Schlangen, das hat mich jetzt schon interessieren auch. Ich meine, ich habe zwar einen heiden Schiss vor dem Viech, wahrscheinlich, denke ich mal, aber da einer Zipfel glatt steht und sollte aber auch sagen können, wie man da hinkommt. Also so ist es jetzt auch nicht, gell? Aber so habe ich halt jetzt absolut keinen blassen Dunst, wie man... Genau, so schreibt man. Aber ich weiß halt jetzt da... Ich sehe da aktuell überhaupt keinen Weg, wie ich da hinkommen kann. Um zu Rickard zu gelangen, nehmen Sie den Aufzug auf der rechten Seite des Altars. Ist da ein Altar? Sie verarschen oder was? Wie ist denn da ein Altar? Hä? Okay, jetzt brauchen wir einen Altar, aber die Frage ist, wo ist jetzt der Altar? Haben wir nicht. War da oben ein Altar, da oben war kein Altar, oder? Nein, da war kein Altar. Oder ist da vielleicht da vorne, oder? Das kann natürlich auch sein. Jetzt pass auf. War mir zwar nicht aufgefallen, aber... Was vom Balkon? Okay, ich glaube, wir haben da, ich glaube von da aus, ich meine, ist jetzt nicht der Ort gemeint. Außer da war ein Fenster aufgefallen. Haben wir mir aufgeschaut, ist da ein Fenster aufgefallen?
Glaube jetzt nicht. Vom Balkon aus. Hey, schaut's noch einmal auf und wenn wir es dann nicht finden, dann gehen wir Richtung Storygebiet weiter. Weil ich glaube mal ohnehin, dass das optional ist. Dann definitiv Fenstern zu. Okay. Ja gut, keine Ahnung. Keine Ahnung, bevor wir jetzt da sinnlos umeinander rennen. Schauen wir mal, wie wir im Storygebiet weitergehen. Jetzt passt so Wacht. Da hinter müssen wir her. So, wie ich das sehe, glaube ich mal, dass wir da entlang müssen. Glaube ich. Ja? Da ist das Sandding, da wo wir uns letztes Mal, da wo ich mal massiv schnell die Biege gemacht habe, weil ich mir gefürchtet habe, dass ich jetzt dann gleich so dermaßen verhauen wird. Also ich tippe mal, dass jetzt passt so Wacht. Wenn wir von da aus zurück ausgängen, abgesehen davon, dann müsste man da irgendwie reinkommen. Da, denke mal. Sobald sie den Endgegner in der Kirche der Gefängnisstadt besiegt haben, erhalten sie Zugang zum Gipfel des Bergs Gelmir, um zu... Ah, ja, den habe ich noch nicht. Kirche der Gefängnisstadt. Kirche der Gefängnisstadt. Okay, scheinbar ein anderes Gebiet, okay. Ja gut, jetzt schauen wir einfach da mal weiter, okay? Das wird man schon, das wird man eben dann schon irgendwie, das wird sich dann schon mal irgendwie zurechtfinden. So geht's damit. Aber da kommen wir offensichtlich jetzt noch nicht hin. So, jetzt passt so Wacht. Wir müssen jetzt... Aber warum bin ich jetzt eigentlich nicht da hergegangen? Östliche Hauptstadt, weil das war nicht viel gescheiter gewesen. Das war eben viel gescheiter gewesen. Ja, jetzt machen wir es nicht so offensichtlich, wann man wo wie lang gehen muss. Ja? Okay, das war mindestens genauso blöd, dass ich da hergegangen bin. Wo war denn da nicht schlafgemachter Königin? Das meine ich gar nicht. Jetzt pass auf, wo ist denn das gewesen? Straßenbalkon? Ja, das war schon da. Ist ja wurscht. Auf den Nobio hergehen. Moment einmal. Die lassen wir jetzt einfach einmal. Die ignorieren wir jetzt einfach einmal auf dezent. So. Machen wir einen auf Spider-Man. Ah, wenn sie recht schief spielen. So, und ich glaube, dass wir jetzt pass auf, wenn ich jetzt richtig vermute, müssen wir dahinter. Ja, jetzt keine, weil ich Gegner einen Knack hab. Ah, wie ist jetzt das gegangen? Ich war doch bloß eine Minute weg. Wifi, wir haben in einem anderen Gebiet. Wir haben festgestellt, dass wir da noch nicht hinkommen. Da müssen wir in der Story noch ein wenig vorankommen, scheinbar. Das muss man dann nochmal genauer anschauen, aber der Mr. Motzak hat mit Google für sich bemüht. Und wir haben festgestellt, wir müssen in irgendeinen Endgegner in irgendeiner Gefängnisstadt erst besiegen und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das schon mal da hätte. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir noch nicht weit genug sind. Ah, genau. Da haben wir da richtig, ja, wie ich vermutet habe. Wahrscheinlich geht es dann da oben irgendwo durch. So, da haben jetzt wieder 7 Millionen Gegner. Ja, was habe ich dir? So, das rufe ich aber gleich meinem Freund Berge. Ja, da war wieder so ein massiver Unsympath dahinter. Mach's jetzt. Du Flatterviech, du Dreckert! Boah, die hasst die Gegner, die wo so hochfliegen.
Kann ich einmal runterkommen? Zipfjadern. Danke. Kriegst du sauber eine Penetrierung. Pizza gar gut was. Das ist recht. Das ist recht. Heranwachsender Schmetterling, ja toll. Na, also bis jetzt scheint alles zum Funktionieren, Mr. Herbert. Also du kannst dich getrost deinen Getränken widmen. Oder du kannst auch zuschauen mit Getränke. Das bleibt für die offen. Bist du jetzt im Bett? Ja, auch recht. Na, wie gesagt, du brauchst dich nicht stressen. Brauchst du nicht stressen, das passt ja schon. Aha. Ja, das schaut mir gut an. Was die Rodelroute? Also die Rollroute. Rodelroute, okay. Ja, nein, passt schon. Alles gut, Herbert. Ja, und dann werden wir mal den Hebel hebeln. Dann wird man schon sehen, was uns passiert. War auch nicht. Da geht's auch wieder ewig weiter. Ja, Fisch ausschauen das schon. Morgen gibt's Schnitzel von Kalb, Sau und Puten. Hört sich schmackhaft an. Oh, das hört sich noch an Turm an. Nein, was möchtest denn du? Ah, die. Flammendrachen-Talisman +1. Wo es weit aufgeht, geht's auch weit oben. Ja, da hast du nicht unrecht. Warum meine ich, dass da ein Boss kommt? Oh, Raumgebiete der Hauptstadt. Ja, toll. So, den schiebe ich mal meine Machete ins Ohr schon her. Oh, leg mir mal schon der Feuer aus. Bist du komplett bescheuert? Denk nicht einmal. Großbogen, ja, immerhin. Nicht spoilern, Mr. Herbert. Du schaust sofort, dass du von deinem Rosa kommst, weil sonst... Mann, jetzt kriegen wir uns aber ganz gewaltig, gell? Ich meinte, der Halse. Sehr gut, Mr. Boxer, genau das möchte ich hören. Geräuchertes, belebendes, weißes Fleisch. Mr. Herbert, brauchen Sie es für den Schnitzelmann? Oh. Na, nix, die biege mal, du bleibst da. Ja, wie jetzt? Hä? Aha, der. Oh, so, ja, der. Okay. Ist er ein Misskäfer? Dunkelschmiedestein 6, das ist ja ganz sauerhaft. Die brauchen aber einen Simmerzi-Fix. Einmal aus dem Greien kann ich Schnitzel machen, du Banause. Du warst der Erste. It's a Mistkäfer, it's Käfers Mist. Oder so, keine Ahnung. Ja, Dunkelschmiedestein, alles schön und gut, aber... Ich sage jetzt einfach mal, dass man richtig kann. Ich hab doch keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Auf alle Fälle gibt es da einen Aufzug. Oh, so wie das ausschaut, kann ich da eine Rune aktivieren. Leute, da müssen wir einen Abstecher machen. Das hilft der... Oh, leck mich am Arsch. Ist das der Quittenturm da, oder was?
Ja, ich tippe mal, dass wir da auf müssen auf dem Aufzug und das ist jetzt, das ist sogar ein heiliger Turm wahrscheinlich. Oh Gott, na, bist du behindert oder was? Hey, geh weiter, es ist 10 auf Nacht, muss das sein. Oh Gott, warte mal. Es wäre, ja toll, das ist super. Eine Lampe, die mich selber anleuchtet. Oh Gott. Grausamer Zwilling. Warum? Hey, 2 gegen 1 ist unfair. Leck mich Arsch. Haha, Doppelblutung, du Fettsack. Oh, die hat auch Blutung, da muss ich ein bisschen wachen. Aha, bevor dein Bruder kommt, ist er hin. Der macht ein wenig mehr Schaden. Arschchef von Mal tötet Rollo. Bei uns ist Rollo halt zum Finster... Ja, zum Finstermann. Okay, zum Finstermacher. Hirnbirn, et Birns Hirn. Weil wir auch Habitäre. Dann wäre ich zum Flauschknädel, jetzt hat schon, sehr gut. Hast du nicht gesagt, 2 gegen 1 ist unfair? Ja, es war 2 gegen 2, kann ich nichts dafür, wenn die nicht zusammenarbeiten können. Nicht mein Bier. Geht das so spät noch? Mr. Herbert, selbstverständlich geht das so spät. Es geht zu jeder Zeit. Ja? Jetzt sitzen wir uns da mal an Ort der Gnade. Ja? Dann werden wir mal unsere Seelen investieren, weil da haben wir jetzt doch schon einige angesammelt. Und dann kriegst du deinen Flauschknädel. Und dann werden wir uns weiter umschauen. Ist sowieso klar. Ich meine, der Abend ist ja noch relativ jung für die meisten. Ja? Meine Freundin geht jetzt zum Saufen. Also. So, Stufenaufstieg. Wir haben jetzt 150.000 Runen, 126.000 brauchen wir für einen Aufstieg. Ja, und wo investieren? Ist die Frage. Das Geschick bringt eigentlich nicht mehr ganz so viel, weil. Ja, ist halt leider schon hart gehabt mittlerweile. Leben bringt tatsächlich noch wegen Apps. Ja gut, Mana brauchen wir nicht. Und ansonsten. Ja, mehr Leben ist eigentlich tendenziell, weil 60er schon nicht so ist. Das Taxi hat gesagt, das ist mir, ja, das ist vielleicht ein gutes Taxi. So, dann müsste der Herbert kriegt jetzt erst einmal einen Flauschknädel. Ja, das meine ich so ein Deal. So. Echter Flausch. Ja, Moment mal, müssen wir. Wenn, dann machen wir es schon richtig, gell? Wenn, dann müssen wir natürlich die Cam auch umschalten. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. So, jetzt. Echter Flauschnägel. Flauschnägel. So, der Herbert wollte die sein, Paula. Ja? Ja, ich weiß schon, du hast schon pennt, aber das hilft ihm halt nicht. Manchmal muss man auch mal über Nacht da können. Paula, gell? Gehst du noch? Da schon fleißig. Das ist doch zauberhaft, oder? Ja. Sie ist sogar ein bisschen amused halt. Ja, aber nur ein bisschen. Also, das muss mich schnuffeln. Der Flauschnägel muss schnuffeln. Ja? Ja. Du braver Flausch. Du das winken da. So, Bazi-Gang. Bazi-Gang dort noch zuschauen zu der Spielen. Schon ich weiß schon, du verstehst überhaupt nicht, warum ich halt noch im Büro sitze. Aber gut. Community bespaßen, da ich sagen, ja? Habt ihr Spaß? Ich hoffe schon, dass ihr Spaß habt, oder? Ja, ich hab Spaß. Ich glaub schon. Verschreckt schaut's aus. Ja, die hat grad pennt. Oder was heißt? Pennt, gedöst. Penner tun ja die nicht wirklich. Aber, ja. Sie fangen jetzt eigentlich, in der Regel fangen sie jetzt ein bisschen an zu dösen und dann so um 1, 2 in der Früh haben die eigentlich aktiv. Ja? Also Kaninchen haben ja Nacht- bzw. dämmerungsaktiv. Ja, die ist ungefähr die Hälfte davon. Der andere wirkt halt brutal groß, vor allem weil er so wuschiges Fell hat. Also, sie hat halt nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Kamera ein wenig sieht. Sie hat halt nicht so viel Fell, jetzt wirkt halt die wesentlich schlanker. Ja, sie hat keinen Problem. Ja, ist ja schon gut, chill. Chill eigentlich schon.
die Hand größentechnisch schon gewaltig. Die ist schon ein gewaltiger Unterschied. Es kann auch sein, ich weiß auch nicht, wir, also jetzt natürlich sind aus der Zucht und der Feier nichts, aber bei dem, der andere ist halt schon, für ein Löwenkopf, Zwergkaninchen ist der andere schon verdammt groß. Muss man fairerweise sagen. Also er hat wahrscheinlich 2 Milliliter erwischt. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Los mich hat's gemeint. Ja genau. Die hat gesagt, ich mag jetzt schlafen und du schleichst jetzt. Den Wunsch erfülle ich ja. Mr. Herbert, ich denke, das passt, oder? Schaut auch sehr, sehr weich aus. Die Hand flauschig ohne Ende. Die heißt ja nicht umsonst Flauschknädel, Freunde der Sonne. Ja, das sind ja nicht umsonst Flauschknädel. Was ist denn jetzt schon wieder? Da, ich brauche Maus. Dankeschön. So, jetzt. Papa, ich bin mir. Heiliger Turm von Ostaltus. Ja, das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Irgendwann, wenn ihr mal, vielleicht, wenn sich das mal technisch irgendwann arrangiert, dann mache ich mal Flauschknädel Cam. Ja? Dann gibt es beim Pausenscreen nicht mehr das Weiße mit Pause und so, sondern dann gibt es da eine Kamera ins Hasengehege. Aber das ist halt technisch momentan nicht umsetzbar. So, da leicht jetzt irgendwas, was auch immer das ist. Also das kommt von oben, aber ja gut, dann müssen wir, dann schauen wir mal nach oben. Ja, du, Mr. Herbert, wenn du schlafst, dann schlafst. Da brauchst du überhaupt nicht wieder. Generell, also da braucht sich generell keiner rechtfertigen, wenn er nicht zuschauen kann oder wenn er mir ist oder wenn er was Besseres zu tun hat. Weil den Blödsinn, in dem, wo sie ins Internet sitzt, das ist jetzt so ja nicht Priorität 1 sein. Ja? Ich freue mich natürlich, wenn jemand zuschaut, das ist sowieso klar. Ich darf da liegen, wenn es nicht so war. Aber ja, weil vorher Mr. Option auch wieder einer gerichtet ist. Ja, sorry, ich hab die ganze Zeit nicht zuschauen können. Ja, und macht da nichts. Gibt ja Wichtiges. Aha. Ja gut, dann aktivieren wir halt den. Muss mein Kich, Mr. Mod sagt dann ab mit dir, gell? So, was haben wir jetzt? Die Brat... Achso. Was haben wir da? Morgoths große... Ach, das ist der zusammengestrahlte Vollidiot, den wir letztes Mal noch verhauen haben, oder? Der, wo mir so viel Nerven gekostet hat. Was macht die Rune jetzt? Das war jetzt interessant. Ah, das kann ich von... Ah, da brauchen wir einen Ort der Gnade. Jetzt passt so wacht. Du kannst schauen, aber schlafen ist halt besser. Ja, das ist sowieso klar. Große Runen. So, wir haben jetzt aktuell die drin. Erhöht maximale LP deutlich. Ja, dann nehme ich aber trotzdem den mit erhöht alle Attribute. Das ist sowieso klar. Okay. Wir wollten da aber eigentlich ganz woanders hin. Ja, zurückporten ist jetzt blöd, weil dann kommen die ganzen Gegner wieder. Dann laufen wir lieber zu Fuß. So gegen Gibius ist. Brauchen wir zwar 3 Minuten mehr ungefähr, aber wir haben weniger Stress dabei. Und weniger Stress ist mehr gut. Und was mehr gut ist, ist generell nie schlecht. Jo! Ruf halt am Phobos so. Bahnhof? Phobos? Das ist jetzt bestimmt wieder so eine dumme Bildungslücke, die wo nur ich wieder nicht kenne. Das Pferdl. Ja, ich weiß nicht, ob ich den da verwenden kann. Nö, geht nicht. Also zumindest da nicht. Wir müssen mal schauen, ob es von da geht. Nein, mag ich nicht. Musst du so laufen. Na, geht nicht. Achso, ja, Odyssee habe ich nicht gespielt. Da kenn ich kenne einen Plötze, wenn dir das was hilft. Ja, wenn du jetzt Plötze gesagt hättest, hätte ich sofort gewusst, was gemeint ist. Aber Phobos, da kenne ich mich gar nicht aus. Da. Assassin's Creed Odyssey. Kann er da leider nichts sagen dazu. Der kommt instant immer, egal ob Elysium, Unterwelt oder Atlantis. Pferdl unter Wasser. Ist das dann ein Seepferdl oder wie sage ich das? Beziehungsweise zu der Zeit war es ja noch nicht unter Wasser, schätze ich mal. Hau ab. Wie ich immer sag. Gut, dann nehmen wir jetzt den Aufzug her. Irgendwo wird man schon rauskommen.
Frage nicht wo, weil ich es selber nicht weiß. Oh, es geht nach unten. Ich hätte jetzt eigentlich gemeint, es geht nach oben, aber gut. Darfst du mal dein Like klagen? Lass mich raten, du hast nichts mehr zum Essen. Du hast kein Material mehr. Schaut schon wieder so unchristlich aus. So, mag ich nicht. Ich weiß es nicht. Ist das so eine gute Idee? Das auch. Ach du Scheiße. Warum musst du nicht schon wieder Navy sein? Das war ein Ruckler vom Spey, abgesehen davon. Falls den Weg gesehen, ne? Da hinten. Wahrscheinlich. Oh, das war der Gnade. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Verbotene Lande. Alter, liegt da Schnee? Oder was ist das? Asche oder Schnee? Ich habe ich aber unter Null. Ich sag schon, Kämmer, dass du jetzt gleich wieder irgendein so Grattler-Viech im Übermaß uns gleich mal dezent ins Gesicht springt. Aus dem Nix. 100%ig. Ich sag halt nix. Ich weiß halt ich hab halt überhaupt keinen Orientierungssinn, wo ich lang muss. Ja, du, ich muss nicht sein. Für alle, die das nicht erkennen, ist ein Schädel. Du schon her, das ist ein Gegner. Weil ich weiß. Geh jetzt hin, Feigl. Na, jetzt schildst du mal dein Bandscheiben. Ja? Jetzt wartest du erst einmal. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, ob es da noch irgendeinen anderen Fight. Weil. Hau ab jetzt da! Zupf dich. Ja, lüge ich denn? Wo soll ich denn da jetzt hingehen? Oh, da schauen wir nicht, da geht's nämlich steil bergab. Ja gut, dann müssen wir da lang. Erst du dein Kasten auf, aber auf der Steh. Zupf dich. Ich habe mir aber jetzt vor circa 4 Jahren Salz gekauft, da war immer noch sauber was da und alles fein. Jetzt, wo ich an scheiß Quarantäne sitze, geht der Kack Dreck aus. Du klangst 4 Jahre mit einem Backel Salz? Bro, what? Also, ich brauche jetzt auch nicht viel Salz. So ist es jetzt nicht. Aber 4 Jahre mit einem Backel ist schon ein wenig gar wenig, wenn du mich fragst. Vor allem, in unserem Backel Salz ist auch nicht viel drin. So. Aha, der triggert schon da runter. Da ist der. Haha, ausgeschmiert. Boah, leg mir mal Stößer noch einer. Oh oh. Hey, wir haben nicht ausgemacht, dass da 5 kommen, gell? Na, wenigstens kriegen wir Heilung wieder. Das ist schon mal gut. Raus wie ein Turm. So, ja. Ja, gut, schon, aber. Ja, aber 4 Jahre mit einem Backel Salz ist schon mächtig. Also. Wie gesagt, wir kochen auch nicht viel, aber. So. Lang wir denn mit so einem Backel? 2 Monate? 3 Monate vielleicht, wenn es hochkommt. Je nachdem. Aber 4 Jahre? Warst auf alle Fälle sparsam unterwegs. Das ist auf jeden Fall. Ja, toll. Ist jetzt dieser Tunnel oder was ist jetzt das da? Ich seh halt nix. Theoretisch ist mir so jetzt auf jeden Fall. Ah, dann schaut's mir gut an. Oder auch nicht. Aber da wird Musik lauter. Ich glaube, dass wir da hinter müssen. Ach, da kann ich das Pferd da rufen. Ja, haben wir eine Möglichkeit. Hey, wie jetzt? Wo ist denn der? Da hinten. Voll Busch.
Den kennen wir doch, Freunde. Ja, chill, der Knische. Hä? What the fuck? Ja, da brauche ich die Schnellwaffen. Drittversuch hat man heute. Alter, die macht ja gar keinen Schaden. Ja, genau, den tun wir dahinter. Das war schön blöd, was ich da jetzt da habe. Mei, bleib halt stehen, sag, ha? Was ist denn? Was du eigentlich? Oh, ernsthaft. Mit dem letzten Schlag ist nicht getroffen. Ich stelle mich gerade ein wenig totschat. Jetzt kann es nicht fern gehen. Oh, stell mich die totschat da. Lebt mich am Arsch. Der ist eigentlich frei, der Gegner. Eigentlich kann der unter Null, der Typ. Ja, die Waffen ist halt gegen so einen Schneiergegner natürlich jetzt nicht unbedingt das Optimalste, aber mein Gott, ich muss ja arbeiten mit dem, was ich habe. Na komm. Du willst da noch? Oder ich. So ein. So Blödstein. Hätte gar nicht so schwer sein müssen. Kriegsasche Phantomschnitt. Aha. Ja, das hilft mir aber jetzt auch nicht weiter, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen muss. Ich gehe jetzt einfach mal im Licht nach. Merci dir. Ja, der ist eigentlich nicht schwer. Aber, naja. Tagesform, würde ich sagen.
Ja, wohin? Meine Freunde, wohin? Ich nix wissen. So ein ganz übles Gefühl bei der Sache. Hey, ups. Ja, ich tippe jetzt einfach einmal kriminell an Licht noch. Denk nicht einmal dran. Okay, 2 Heilung zurückgekriegt, das ist gut. Mehr Heilung, mehr gut. Kann man schon vorstellen, warum die Lande verboten haben. Das habe ich ja überhaupt nicht gern, so Gebiete, wo man gar nichts sagt. Oder halt nur sehr, sehr wenig. Ja, lauf du mir weg, weil... Boah, leck, ja, natürlich kommen jetzt 3. Okay. Ich glaube, man muss schon... Ja, toll, da hinten ist immer noch Licht. Ah, okay. Ja, ich glaube, wir haben auf dem richtigen Weg, Freunde. Schauen wir einfach mal. Ja, aber da geht... Ja, das stimmt schon. Da müssen wir schon her. Einfach einmal einen Weg nachgehen. Oh, da hinten ist ein goldenes Anzeige von da. Da ist ein goldenes Rad. Ich sag's ganz genau. Ich weiß zwar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Das ist schön. Ah, ja. Jetzt darf ich kein Boss nicht mehr kommen, weil sonst haben wir aufgeschmissen. Die ganzen Gnädel da ignoriere ich jetzt einfach einmal. Brauchen wir später auch mal nachholen, wenn es ist. Okay. Oh, da kann man einen Aschegeist rufen. Wenn da kein Boss nicht kommt, dann soll mir der Teufel holen. Und Ort der Gnade haben wir auch keinen da. Na sauber. Ja, es war doch klar, oder? Alter, der eskaliert auch wieder brutal. Hey, Aschegeist, wir warten mit Ausweichen, ah, du Zipfel. Oh, ja, aber wenig Damage macht er auch nicht, gell? So ist es nicht. Ah, ich muss weg.
Sagen wir mal, Aschegeist ist auch zu blöd zum Ausweichen, oder? Ha! Ein ins Hirn! Wer Pomidere? Wieso denn? Sehr gut! Oh, das ist aber räudig, die ganze Strecke und dann nochmal am Boss. Hui! Gargoyle Doppelschwarzklinge. Und Gargoyle Schwarzaxt, die glaube ich habe ich schon. Ja, Alter Gnade, jetzt fix nochmal jetzt 2 Bosse gekriegt, ich verstehe die Frage nicht. Möchtest du mir verarschen oder was? Wer ist fit bei dir? Ja, da ist aber der Gnade, das ist einmal gut für uns. Ah, jetzt geht ja der scheiß Nebel einmal weg. Gleich mal rosten, damit ja auch nichts passiert. Oh, what the fuck, wir haben schon wieder 158.000 Seelen. Das ist nicht brutal, die Bosse jetzt geben unfassbar viele Seelen mittlerweile. Da haben wir wieder die Fingerlady. Sigi, habe ich dir. Wie läuft's bei euch? Bis jetzt eigentlich ganz gut. War gerade ein bisschen dezent anstrengend, aber sonst. Please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Hände zeigen. Ahead lies the land of the giant's flame, and the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. So, bis bin ich noch da und dann hau ich mir den Lurk. Dazu gerne noch weiterschauen, aber mir fällt die Augen schon zu. Falls Abstimmung ist, ich bin für Elden Ring morgen. Gutes Stichwort, Mrs. Sam Crowell, und das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Erstens einmal keine Rechtfertigung. Wenn du mir bist, gehst du ins Bett. Auf der Stelle. Und zweite Sache, Freunde, weil jetzt doch gerade einige da haben, glaube ich, denke ich. Ich hoffe, ich sage jetzt einfach mal, dass ein paar da haben. Wir streamen ja morgen auch noch mal, ja. Morgen macht man wieder noch mal eine dicke Session. Ja, wahrscheinlich von 12 Uhr Mittag weg bis um 4, 5 Uhr auf die Nacht. Ja. So, ich hab's ja in Discord schon eingeschrieben gehabt, für die Leute, die wo schon drauf waren. Für alle, die wo nicht drauf waren, Ausrufezeichen Discord auf Discord kommen, auf der Stelle. Die Frage ist jetzt, was tun wir morgen? Ja, machen wir morgen einen Mix aus beidem, also sprich aus Naruto, das was wir weiß ich nicht mehr wann angefangen haben, aber im Laufe der vergangenen Woche jetzt. Oder, also ein Mix aus Naruto und Elden Ring, also ungefähr Hälfte. Oder spielen wir nur Elden Ring. Dürft ihr aussuchen. Ja? Ich richte mich da nach euch. Mir ist das persönlich wurscht. Ja, wenn ihr natürlich sagt, wir haben voll Bock auf Elden Ring, spielen wir nur Elden Ring. Wenn ihr sagt, ja, wegen zwecks der Abwechslung war ein bisschen Naruto auch nicht schlecht, dann spielen wir vorher noch ein bisschen Naruto. Auch überhaupt kein Thema. Oder zuerst Elden Ring und dann Naruto. Keine Ahnung. Das können wir uns dann anschauen. Ich weiß nicht, ob ich da bin, aber wenn dann Mix 5 Stunden Elden Ring ist mir zappig. Nicht nur dir. Das war letzte Woche schon dezent anstrengend, 5 Stunden Elden Ring. Aber wie gesagt, hat er Bock gemacht. So ist es jetzt nicht. So, Medaillon heben. Schauen wir mal, neues Storygebiet. Was wir da noch haben. Da wird man auch bestimmt noch irgendetwas finden. Das Medaillon kriegt man übrigens von der, von der Dame, die uns aufleveln hilft. Sozusagen. Wie wär's mit Naruto Ring Rise of Elden? Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn's was moddest.
Der Verb sagt auch 50-50. Okay, Herbert sagt 50-50 und John Siegi seine Aussage verstehe ich auch auf 50-50. Okay. Kann der neben jetzt mal weggehen, sie fix, ich mag was sehen. Das ist unflauschig. Leute, das ist unflauschig. Oh, ah ja, da ist schon. Oh. Schneegebiet. Also ich meine, ich habe ja in Ghost of Tsushima schon gesagt, dass Schneegebiete generell ziemlich geil haben, aber wenn jetzt da Elden Ring auch noch mit so einem Schneegebiet daherkommt, Alter, dann flippe ich aus! Ich bin für einen Stream, ja, das ist ja wohl sowieso klar. Ein Streamer, der wir auf alle Fälle. Wie geil kann man ein Spiel eigentlich gestalten? From Software, ja. Mit Elden Ring. Da unten gibt es einen Berggipfel der Riesen. Das finde ich jetzt wieder nicht so schön. Aber mal kurz. Oh. Da ist gerade irgendwas gestorben. Oh, der Ort der Gnade und der Kartenvermächtnis ist gut. Kein Problem, Mr. John Siegi. Theater geht vor. Ach. Okay. Alter, wie verdammt geil schaut denn das Haus bitte? Möchte ich da wirklich sein? Bin mir gerade selber nicht so wirklich sicher, ehrlich gesagt. Jetzt schauen wir mal, wie stark das die Gegner da haben. Ja? Dann wird man, das erfahren wir ganz schnell, ob wir mir da zusammenhängen oder nicht. Und Theater macht der Bazi auch, wenn es nicht läuft, ja. Da kann ich jetzt nicht einmal was sagen dagegen. Jetzt schauen wir mal, wie der erste Gegner so drauf ist, der wo uns da so überfällt. Entschuldigung. Asozial. Ah, da steht eh schon einer. Ruinen von Zamor. Der schaut aus, wie wenn der nicht gerade schwach war. Ja, jetzt, das wird man relativ schnell herausfinden, ob wir mir da schon her sollen oder nicht. Aber eigentlich schauen wir jetzt rein storytechnisch, hat die Alte gesagt, wir müssen da her. Gut, der kriegt nicht viel Damage, aber mir halt von ihm auch nicht. Das ist auch schon Memes. Das war übrigens einmal ein Boss, der Gegner. Ja, der hat dezent was dagegen, dass wir uns mir heilen. Ja, oder? Also, dass der jetzt daneben gegangen ist, eigentlich schon richtig bitter. Okay. Ja, ehrenhafterweise kriegen wir den Trank wieder aus, den wir verbraucht haben. Aktuell darf ich sagen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass dieser Standardgegner war. Das war das Begrüßungskomitee, so von wegen, hey, das wird nicht einfach. Oh, holy shit, schaut das geil aus. Oh, da ist Loot. Da ist Loot, da geht's auch noch irgendwo hin. Mal schauen.
Ah ja, da haben wir wieder Fläche. Ich merke gerade, da laufen irgendwie die ganzen Vier als Geistergestalt umeinander. Das ist, das ist nichts Gutes für uns. Dann mal in aller Ruhe umschauen da. Ah, da ist schon wieder so ein Zipfeladam. Da ist auch noch mal einer. Eissturm von Zama. Ja, okay, gut. Ja, ich glaube, mehr haben wir da jetzt nicht. Oh, da geht's oben. Da geht's oben, da ist ein Dungeon. Da müssen wir reinschauen. Da schauen wir mal rein. Erstmal brauchen wir mehr Licht. Ah, das sind Kisten. Klangperle 3 des Schmiedesteinschiffers. Das ist gut für uns. Da erweitert man unser Inventar bei der Händlerin in der Tafelrundfeste. Achso, da kann jetzt nur einer, der die Blärme brucken kann, ja, soll. Weifi, viel Spaß im Lurk weiterhin. Und gutes Nächtle. So, ich habe jetzt einen Schatz gestohlen. Lebt mir, Musch. Ich hab nichts da. Ich bin unschuldig, ich hab mich verlaufen. Abgesehen davon. Es braucht's gar nicht antriggern auf mich. Ich hab nichts da. Ich hab nichts da, Freunde. Ich bin schon weg. Erst die suchen Ausgang. Da ist Ausgang. Das ist gut für uns. Ja, ich geh schon wieder. Ich bin schon wieder weg. Ich habe eine Perle gestellt und jetzt verzupfen wir wieder. Von da haben wir gekommen. Okay. Jetzt ist es aber. Ah, jetzt wird es auf einmal langsam da, oder wie sage ich das? Ja, da gibt's. Das ist typisch Soulspay, dass du. Okay, der Gockelmann ist unflauschig, das sage ich von da. Das ist typisch Soulspay, dass du manche Gegner, die wo im Early Game praktisch Bosse haben, dass die später als normale Gegner auftauchen. Das ist normal. Das macht From Software gern. So, was hast du zu bieten? Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ach so, der führt uns, oder was? Ja gut, okay, nehmen wir mal dankend mit. Wird mir zwar nicht so gesagt, aber okay. Ja, es scheint aber doch relativ linear zu sein, jetzt gerade im Moment, vom Gebiet her. Ah, da hinten flattert etwas, habe ich von da schon gesehen. Man hätte es ein bisschen lauter machen, damit ein wenig mehr Atmosphäre kriegt. Ja, das Gebiet schaut aber auch. Also, da kannst wirklich nichts sagen. Elden Ring von den Gebieten her eine 11 von 10. Generell. Da kannst nichts sagen. Es schaut alles anders aus. Es ist nie irgendwie ein Gebiet gleich. Ah, da unten war es auch auf. Achso, ja, okay. Irgendwas ist wieder gestorben und ich kriege einen Heiltrank für was auch immer, aber es ist gut, ich will mich auch nicht beschweren. Das nehmen wir natürlich gern mit. Du hörst auf der Stelle ein Flattern auf. Ah gut, mir ist schon klar, dass ich auf der anderen Seite weiter muss, aber echt da mal ein wenig luren, ha? Ja, okay, gut. Da ist Loot. Schwelender Schmetterling, okay. Den hat's noch nicht erfriert.
Alter, wie gut das ausschaut. Das ist so unfassbar. Einfach einmal genießen. Alter, die Mauer, Alter, bist du bescheuert. Erst einmal da lang. Sehr gut, wieder Heiltränke gekriegt. Ja, na, bleib du da mal, häng du da mal in Ruhe ab. Das ist schon recht, also. Okay. Ah, ist der Dungeon nimmt. Ich gleich mal schauen. Aha, da ist ein Dungeon. Da ist ein Dungeon, Freunde. Katakomben des Riesengipfels. So gäng wie es ist, machen wir nicht jetzt. Ich mag das Gebiet weiter erkunden. Aber schau mal gut, dass ich da einen Dungeon gefunden habe. Um ein Dungeon zum Betreten braucht man aber Portalkarten, habe ich gehört. Hä? Was? Falls die Frage kommt. So geht es manchen auch. Ja. Aber man jetzt schon fast denkt, dass das nicht mit Elden Ring zusammenhängt. Ja, ist eh klar, dass der Fette jetzt triggert. Oh, der könnte ja fei aus. Bist du bescheuert? Mimik! Hey, hast du 2 Rocher-Kugeln erwischt, oder was? Alter, was haben der für geile Peitschen? Ah, der kann Eruption. Lol, der hat sich ein wenig aufs Marktbrand angeschaut. Aua. Spotty, einen wunderschönen guten Abend. Ja, der war nicht ohne. Der war nicht ohne. Gut, wenn mein Aschegeist jetzt eh nur da ist, dann kann ich die Gunst der Stunde eigentlich gerade einmal nutzen. Ein Adamblatt, are you kidding me? Dann einfach daneben springen, da sag ich mal. Dornbusch der Bestrafung. Was ist denn der Dornbusch der Bestrafung? Verstehe die Frage, das ist der Waffen oder was? Nein. Okay, wir haben eine heilige Träne und ich habe nichts gewusst davon. Sehr gut. Dornbusch der Bestrafung, ist dieser Waffen? Hä? Was soll denn das sein?
Keine Ahnung, was das da soll. Wurscht. Ja, kannst du mal machen. Ja, gut. Alter, wie geil ist das? Ja, Dornbusch-Bestrafung. Verlorene Kriegsasche, okay. Oh, da hinten ist ein Bogenschütze. Oh, 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 oh. Okay, das trifft mich scheinbar auch hinterm Felsen. Gut, okay. Wieder was gelernt. Gut, dass da vorne ein Ort der Gnade war. Gut, dass da vorne ein Ort der Gnade war. Jetzt brauche ich aber die ganzen Gegner eigentlich nicht mehr, weil ich gelootet habe, ja. Jetzt kann ich eigentlich auch durchreiten. Gut, dass ich den Dungeon gefunden habe. Siehst du das? Lumse macht er, ja. Ah, der Fette, der spawnt also wieder, okay. Also kein Schlüsselgegner. Find nix. Dann ist es auch nicht wichtig. Dann ist es auch nicht wichtig. Aber da wäre jetzt der nicht durchgekommen, oder? Weil du vorher vom Boss geredet hast, die viel Seelen droppen. Ich hab gestern in Dark Souls einen Boss besiegt und einfach mal 25.000 Seelen gekriegt. Mr. Wert, das ist aber noch wenig. Das ist aber noch wenig. Okay, der fackelt nicht lang. Das ist geschert, weil es sau eng oben geht. Aber den helfe ich gleich schon. Hey, du Sackgesicht! Den einfach free. 69.420. War nice. Warum genau 69.420? Bestimmt auch wieder irgendeinen Hintergrund. Den wo ich nicht check. Voll eine Runde, okay. 69 und 420. Ja. Ja, okay, die Kürzel, die kenne ich jetzt so nicht. 420 steht für Weed? So, wo haben wir jetzt da? Da gibt's auf alle Fälle eine Burg. Wirst du der Bossgegner da drum, mein Freund? So, müssen wir... Ah, okay. Verstehe schon. Wenn wir jetzt da weitergehen, so können wir da auf, dann geht's einmal da um. Und da kann man zu einem Erdenbaum herkommen. Ja gut, okay, aber wo zuerst? Und das Loot? Ja. Weiche Baumwolle.
Sehr gut. Das ist flauschig. Freunde, weiche Baumwolle ist flauschig, bekanntermaßen. Mehr Flausch ist mehr gut. Okay. Oh, das ist Ort der Gnade, sehr gut. Nochmal schnell rüsten. Ist halt auch so heftig, weil die ganzen Gebiete alle so weitläufig sind. Wobei, jetzt sagen wir es, das Gebiet jetzt hat tatsächlich eher mehr Linie. Ja, okay. Das ist wieder ein fetter Riese. Gut, die Gegner haben jetzt nicht so dramatisch, weil die haben langsam ohne Ende. Da gibt es dann jetzt zwei Wege, einen nach links und einen nach rechts. Müssen wir erst einmal schauen, wie wir da auf den Felsen aufkommen. Da gibt es bestimmt jetzt auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ah, da geht's so lang, okay. Gut, die Riesen, die kennen wir alle schon. Oh, da gibt's ein goldenes Haut, das ist gut. Okay, aber da ist erst einmal Ende. Ja, da kommen quasi die ganzen Riesen her, okay. Ah, da hinten schaut es aus, wie wenn es einen Dungeon gab. Da ist ein Ort, schon wieder ein Ort der Gnade, okay. Ja gut, sind wir rechts, ja. Heilige Scheiße. Ah, jetzt bin ich natürlich... Ah, hätte ich vielleicht resetten sollen. Jetzt hat... Also Aber wie komme ich denn dann da... Ach so, indem ich da... Ah, ja, okay, okay, verstehst du, immer so auf und dann da vieren. Ja gut, okay. Machen wir erst dahinter schauen. Wobei, das ist jetzt eigentlich auch sinnbefrei, wenn ich da herlaufe. Ah, so, da gab es... Ja, ich möchte jetzt nicht noch mehr ein Gebiet aufdecken, das macht jetzt keinen Sinn nicht. Jetzt sollten wir erst einmal schauen, dass wir das auch nicht machen. Jetzt pass auf, und dann müssen wir, wie gesagt habe, so hinten. Ja, okay, dann geht's da lang tatsächlich. Du kriegst ja direkt Bock auf Weihnachten bei so einem Gebiet. Schön ist da schon, ja. Schaut schon sehr heiß aus. Wie ist kalt, ja? Das kostet ein Ding auf dem Berg. Da ist eine Kirche auf jeden Fall. Oh, leck, und einer 3000 Gegner. Ah, da können wir um. Okay. Spotty ist ja kein Problem. Viel Spaß im Lurk. Schönen Aufenthalt. Ort der Gnade. Alter, da werden da jetzt Orte der Gnade fein nachgeworfen, gell? So ist es jetzt nicht. Ja genau, da gibt es dann jetzt im Endeffekt zwei Wege, dass ich da rumkomme, wo wir vorher waren. Dann komme ich da her, geht dann da drüber und dann komme ich wieder da auf. Das ist im Endeffekt einmal ein Rundumweg. Die Frage ist, jetzt pass auf, da ist nämlich ein Schloss auf jeden Fall irgendwo. Da in die Richtung.
Auf jeden Fall irgendein Fort oder Burg oder was das sein soll. Das Auge der Bestie erzittert. Was auch immer das ist. Ja, unflauschig. Ja, okay, die wollen nicht, dass wir mir da haben. Ja, genau, da geht's jetzt einmal rum, wie ich gesagt habe. Da wollte ich jetzt aber eigentlich nicht hin. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich möchte in Richtung der Festung. So. Ich da in die Richtung. Geradeaus weiter. Ah ja. Sieh mal einer an. Und da können wir oben. Und hat die Riesen. Ja, scheint so zum sein, Mr. Wert. Ja, okay. Ich weiß schon. Da ist ein Miniboss. Ich mache da jetzt einmal bewusst die Biege. Todesrietenvogel. Wo? Wo? Wo ist der Boss? Ah, da oben ist er. Mord. Hä, wo ist denn der? Kannst du da runterkommen? Wie schaut's aus? Boah, leck der Feuer aus. Aua. Doppelauer. Okay, I'm dead. Oha. Der hält da nicht wenig aus. Der hält verdammt viel aus sogar. Muss ich mal schauen, ich probiere den nochmal mit dem Katana. Vielleicht mehr Blutungsschaden triggern. Da kommt er schon. Ah, aber jetzt habe ich meine Geheimwaffe, du mein Freund. Der macht verdammt viel Schaden und hält verdammt viel aus. Ich glaube, dass er mir den... Also das ist ein Flächenangriff. Au!
Auf wen immer der das jetzt auch gesehen hat. Boah, leck mich am Arsch. Oh, come on, den habe ich jetzt gar nicht können sehen. Oh, nicht, da muss ich weg. Ja. Ich seh nix. Meine Fresse. $92.400 fucking Seelen für den Boss. Das ist ein Mini-Boss. Wie viel gibt noch ein Hauptboss? Davor müssen da irgendwo meine Seelen liegen. Okay, wo war jetzt die Burg? Oder runter, wo man, oder? Ah ja, da. Ja. Ah, da unten liegen meine restlichen Seelen. Messer dir Web. Oh ja, da haben wir Festung. Und da vorne ist Ort der Gnade, das ist gut für uns. Okay. Schauen wir uns da noch ein wenig um. Schloss Sol. Oh, ehrlich, was ist das schon wieder? Oh, das sind die vier. Ah ja. Okay. Ah, das Ding ist kaum zum Bremsen. Oh, jetzt schon. Ja, okay. Nice.
schon zu zweit. Okay, ich glaube, in das Schloss sollte ich quasi noch nicht gehen. Ja, fängt mich jetzt mit der Luft ab. Ja, okay, jetzt war wieder. Ja. Gegen 2 kann man mich da nicht. Da habe ich keine Chance. Gegen 2 gleichzeitig wird's halt schon anstrengend dann. Gegen 2 gleich, gegen 1 okay, aber gegen 2 von den Viecher, da wird's halt dann schon mal massivst gefährlich. Aber das ist jetzt ein Grund mehr, dass er mal meinen Kumpel nur ruft, weil, wie gesagt. Hey, what the fuck, warum kriege ich doch Frostschaden? Ich bin doch... Neben ihm. Nicht vor ihm. Wo ist denn da der zweite hergekommen? Das mich interessieren. Okay. Aschegeist, wie schaut's denn aus? Freut's dich nicht oder wie, was ist los? Das zweite Fisch schon wieder da. Wo kommt denn der her? Hi. Ja, okay. Okay, ich glaube, dass wir da noch nicht her sind. Wo ist die zweite Katze? Wo ist die? Ich möchte nur wissen, wo die zweite Katze ist, damit ich sehe ja die zweite Katze nicht, weil die ist ja vor mir einfach da. Die ist ja vor mir einfach da. Wo ist die scheiß zweite Katze? Wo sitzt die? Wo sitzt das Arschloch? Da ist der eine. Okay. Und wo ist das zweite Vieh? Die ist ja weit und breit nichts zum Sehen. Doch am Arsch, du. Na, du glaubst ja nicht ernsthaft, dass ich da jetzt reinrenne. Ja, das war's aber noch nicht. Ja, fick dich mit deinen Items.
Heilige Scheiße. Aber die geben wir mal endlich den Dunkelschmiedestein Stufe 7, wo ich brauche, damit ich meine Waffen weiter aufwerten kann. Sitzt rechts hinten in der Ecke, da herin, oder was? Oh, bewacht bestimmt den Loot, der wo bestimmt totaler Müll ist, oder? Ja, denke mal. Ja, da ist auch Loot drin. Ist aber schon mal ein saftiges Empfangskomitee, du. Leg mir Musch. Schmiedestein, okay. Okay. Ein Köter, okay. Oh, dass da irgendein... Ich habe ja die ganze Zeit schon grunzen gehört. Oh, Alter, bist du behindert. Oh, er liegt. Ich glaub... Oh, er liegt... Oh, nein, ich glaube, das sollte man noch nicht sein. Die machen so viel Schaden, die Viecher. Wenn mir einfach mal ein Vogel fast der Lurz liegt. Ah, das, Freunde, das ist ein Zeichen, dass wir mir da noch nicht her sollten. Ich glaube, da sollte man noch nicht her. Die Gegner haben es aber stark. Wenn man einfach mal so ein fucking Vogel fast allein macht. Gut, Hunde generell schwach. Katzen waren so flauschig. Ja, eher das Gegenteil, Ugi. Habe die, by the way. Ich pack's jetzt. Gute Nacht, Leute. Herbert, merci fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine schöne Nachtruhe. Wir werden auch nicht mehr allzu lang machen. Schauen wir jetzt da noch ein wenig um und dann hauen wir auch einen Hut drauf. Schauen wir, ob ich da noch irgendwo einen Ort der Gnade aufgabeln kann. Da ist natürlich zu, okay. Okay. Na, was bist du jetzt? Oh ja, freilich, ist eh klar. Ja, für Heilung habe ich jetzt... Ah, da hinten ist Ort der Gnade, perfekt. Perfekt, gerade dass ich ihn noch gesehen habe. Jetzt versperrt mir einen Weg, are you kidding me? Arschloch. Großschwert des Exilritters, okay. Brustzauende Boli und Bolzen der Getreuen. O große Sonne, kalte Sonne, Sohls, ergib dich der Finsternis, schenke den seelenlosen Knochen Leben. Ja, Keuler. Schotel der Eclipse. Okay, das ist eine Waffe auf jeden Fall.
Können wir da quasi einmal rüsten. Oh, Stufenaufstieg sollten wir fast machen. Und wir könnten unsere Heilung einmal aufwerten. So, Flaschen verstärken. Brauchen wir noch nicht genügend. Halt das. Stufenaufstieg brauchen wir noch. 167.000 Runen, das sollten wir halt da nochmal investieren. Ja gut, der geht da draußen rum. Da kann er rumgehen. Da habe ich kein Problem damit. Welche Items hast du von der Mieze gekriegt? Ich glaube gar nichts. Ich glaube gar nichts, Mr. Verb. Die Treppen. Da vorne war auch noch eine Treppen. Ist mir nicht entgangen. Jetzt schauen wir mal. Ah ja, okay. War klar, dass es lebendig wird. Schmeckt's? Ja, ja. Okay. Chills. Gründig. Richtig gründig. War jetzt das? Ah ja, wo kommst du jetzt auf einmal her? Oh, ich was so. Ach, der. Oh, Alter, chill. Weil der gibt nur 2400 Runen, bist du bescheuert. Der ruft dich so oft, bis das der hier ist, oder was? Geht da ja drauf? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Das sind irgendwie so Geister, ja. Da die fast sagen. Die werden aber meistens dann zerstört, wenn es dann den tötest, der sie herbeiruft. Ja? Oh, leck mich am Arsch. Sollten wir uns den Boss noch anschauen, ja? Ich glaube, da ist ein Mainboss dahinter. Aber das ist ein Aufzug, wenn ich das richtig sehe, oder? Jetzt passt so macht. Das kann der Shortcut sein. Der geht da 4 auf jeden Fall. Und da vorne ist ja das. Jetzt pass auf, den muss man aktivieren. Ich möchte nur schauen, wo der Shortcut hier geht. Dann schauen wir mal. Das sind Überreste. Krummfingermedizin, okay. Drei auf einen Streich. Okay. Welcher durch hier?
Okay. Ah, das ist auf der hinteren Seite jetzt. Ach, das Ding möchte einer, ja, kann's aber nicht. Hä? Okay. Das ist ein Shortcut da her. Der wo was bringt? Okay. Hey, ich will verarschen, der Shortcut muss auf irgendwas gut sein. Warte mal, da vorne ist doch der Ritter gegangen, oder? Das heißt, man kann dann... Der ist da drüber gegangen. Das heißt, man kann sich dann da einfach runterfallen lassen. Ja, hinten... Ja, ja, okay, ich verstehe schon. Alles klar. Jetzt pass auf, aktivieren wir den mal, dass er mal runterfährt. Weil da werden wir jetzt wahrscheinlich gleich massivst sterben. Kommandant Nial. Ja, der kostet wieder Kumpanen. Ja. Nicht nur, dass der Boss ist, ja sogar noch 2 Kumpanen mit dabei. Kann spaßig werden. Das könnte spaßig werden. So, okay, jetzt pass auf. Da kommen wir ja jetzt rein theoretisch. Ah, da ist dann der Shortcut, okay. Ah, okay, ja gut. Allein war das langweilig, ja. Warum auch allein? Alles klar. Wir haben einfach einmal meinen Kumpanen jetzt zerschlagen. So, jetzt bin ich mal mit ihm allein. Alter, ist ein Rotfuß-Chef oder was ist mit ihm? Ah, der Damage! Okay! Okay, aber da ermüdet er ganz schön. Ja, ich mache ihm aber auch fast keinen Schaden.
Den Boss sollte man noch nicht machen, der ist nicht stark. Das sieht man ganz klar, der macht sau viel Damage und die drücken ihm eigentlich gar nichts. Der one-shottet mich fast. Ja, der ist zu stark. Ja, der ist stark, da brauchen wir nicht drin. Mach ihm zwar gut Schaden jetzt. So wie ich sage, ist der auch immun gegen Blutdruck. Der ist auf alle Fälle noch zu stark. Ich probiere jetzt noch einmal, weil wir ihn doch relativ weit obergebracht haben, aber hat mir mein Gefühl am Anfang nicht getäuscht. Das Schloss ist zu stark. Das sollte man mir eigentlich noch nicht sein. Das sollten wir eigentlich noch nicht sein. Weil er one-shottet mich stellenweise halt einfach fast. Das ist halt schon nicht ohne. Jetzt ist der Aufzug um. Geht aber so. Oh, gut. Den boxst schon. Ja, früher oder später, freilich. Immer hätte ans Lernen halt einfach. Aber so tendenziell ist er jetzt einfach nicht stark. Wie gesagt, seine Angriffe one-shotten mich beinahe. Das heißt beinahe, aber ziehen halt 3/4 meiner Lebensleistung ab. Und ich habe jetzt nicht wenig Leben. Und ich mache fast gar keinen Damage. Das Einzige, was ich jetzt mal probieren kann, ist mit Doppelschwerter. Ja, wobei, da mache ich die anderen zwei. Da war ja mir keinen Schaden. Das muss ich erst einmal. Jetzt versucht. Was natürlich vom Vorteil war, wenn mein Geist ein wenig länger überleben wird. Ja, jetzt staggert er mich raus, okay. Okay, der ist schon mal weg, das ist gut. Oh.
Wieder Waffen aus. Ah, wenn Blutung kommt. Das ist gar nicht mal so übel. Ja, Doppelschwert dann da besser, weil ich flinker bin. Der Angriff ist pervers. Das war greedy, wird damit testen. Ah, der ist gut. Oh ja, perfekter Blutungstick. Perfekter Blutungstick. Aua. Okay, da gehen auf jeden Fall jetzt sehr wenig greedy werden. Jetzt muss es ganz ruhig überspringen. Okay. Scheiße, frisch grünt. Die fast. Nice. Danke für die GGs. Der war nicht ohne. Der war nicht ohne. Veteranenprothese. Danke, die Werb. Für das, dass er eigentlich zu stark war. Aber doppelschwertige Ideen waren sehr, sehr zauberhaft. Den pack ich nicht mehr, dann macht er einmal am zweiten Versuch, der Vogel. Sagt damit noch 4 Flasks über. Ja, danke dir, Ungi. Mei, ich versuche zum Improvisieren. Aber ich hab mir schon gedacht, dass Doppelschwerter gegen ihn fast besser sind.
weil er relativ hohe Range hat. Und ich mit der Waffe zwar mehr Schaden mache, an und für sich pro Treffer. Allerdings habe ich dann auch viel, viel weniger Zeit, wieder wegzukommen, weil die Animation von dem Schlag einfach zu lange dauert. So. Und mit den Doppelschwertern kann ich halt doch relativ flink agieren. Also bei den Schlägen relativ schnell kann man machen weniger Damage auf die Menge hingesehen. Obwohl es aber dann der Blutungstick wieder ausgerissen hat. Weil 2 Schwerter halt einfach den Blutungstick viel schneller bringen. Der ist 2 Mal gekommen insgesamt. Ich glaube vorher bei dem Großschwert habe ich nicht einmal gehabt. Und ich glaube Doppelschwerter war einfach letztendlich die richtige Entscheidung. Weil ja an und für sich von den Patterns her war er nicht schwer. Also relativ voraussehbar eigentlich. Aber sein Damage halt. Also erwischen, wenn er die tut, dann Auermauer. Dann böse Auermauer. Jetzt schauen wir mal nach, was es da noch gibt. Damit wir das Gebiet da mal abschließen können. Und recht wegen verzögert. Das kommt noch dazu. Okay. Da ist irgendein Phantom mit irgendeinem Item. Haben wir da? Mal mit dir reden. Fürst Mikella, vergebt mir, die Sonne wurde noch nicht verschluckt, unsere Gebete reichten nicht aus, euer Kamerad bleibt seelenlos. Jetzt werde ich ihn nie sehen. Euren göttlichen Haligbaum. Geheimes Haligbaum. Wait a minute. Das Ding habe ich schon einmal. Was denn Schlüssel-Items? Schlüsselobjekte. Da! Okay. Kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug von Rollt zu benutzen. Rechte Hälfte eines Medaillons mit Haligbaummotiv. Trägt man das aus beiden Hälften zusammengefügte Medaillon, kann damit der große Aufzug von Rollt aktiviert werden, der Zugang zu einem verborgenen Pfad gewährt. Mit anderen Worten, dieses geheime Medaillon führt seinen Träger in das Land von Mikellas Haligbaum. Okay. Der Aufzug von Rollt war wo? Der war da ja runter, oder? Aufzug von Rollt, okay. Gut, das war zwar offensichtlich jetzt nicht das, was wir eigentlich da sind. Da müssen wir auf alle Fälle irgendwie, also laut dem Ding da, oder? Müssen wir da oben irgendwo. Da müssen wir uns die Karten nur mehr aufdecken lassen. Jetzt schauen wir mal, wo wir mit dem Medaillon noch hinkommen, weil haben wir ja nicht umsonst gefunden. Das schauen wir uns jetzt noch schnell geschwind an. Und dann meine ich, lassen wir es kurz auf heute. Und Waffenwert ihn auf. So, jetzt passt so wacht. Jetzt ist die Frage, was für ein Medaillon hebt er jetzt? Ach, das war jetzt ein Fehler von mir. Einmal sorry. Ja, das ist jetzt das gleiche Medaillon-Name. Wir fahren jetzt im Endeffekt ins selbe Gebiet. Nur einmal, weil man muss auf die andere Seite hier offensichtlich. Also können wir das praktisch überspringen. Oder? Nein, wir können sogar, oder? Nein, wir können wieder im Schneegebiet raus. Okay. Wir müssen mal auf die andere Seite. Weil das ist Gebiet für die Wurzel und drüben auf der anderen Seite hat der ganz ein anderes Symbol. Das heißt praktisch, wir müssen den Aufzug auf der anderen Seite aktivieren. Wenn ich das richtig sage. Medaillon heben. Genau, das ist nämlich jetzt ein Baumsymbol. Seht ihr es? Das ist ja anders. Und schauen wir mal, wo wir da jetzt hinkommen. Mein Oberflauschknädel putzt sich gerade. Ich darf es gerne sagen, aber ich kann es nicht. Jetzt fahren wir wahrscheinlich wieder nach unten. Nee, jetzt mal. Oder? Ja, jetzt fahren wir wieder nach unten. Ein unterirdisches Gebiet, nice. Praktisch. Das Spiel mag kein Ende nicht mehr, habe ich so das Gefühl.
Kann natürlich auch sein, dass wir es da nur mal aktivieren müssen. Okay. Da kann ich jetzt auf jeden Fall nichts aktivieren, also haben wir wahrscheinlich... Ah, da... Das normale Medaillon ist das für die Story und das geheime Medaillon ist das, was wir eigentlich brauchen. Ja gut, das verzeiht mir halt keiner, Freunde. Das muss aber jetzt das andere sein, weil sonst voll vom Glauben ab. Das muss jetzt hell sein. Das ist ja schon wieder das Gleiche. Na, das ist jetzt anders. Das ist jetzt anders. Jetzt haben wir richtig, Freunde. Jetzt haben wir richtig. Jetzt haben wir sowas von richtig. Das andere war schwarz und das ist jetzt grä. Jetzt fahren wir zwar wieder nach oben. Und jetzt können wir wo raus? Okay, schneit zumindest schon mal nicht. Das heißt, wir haben jetzt woanders. Oh ja, wir haben woanders. Definitiv. Ja gut, okay. Jetzt haben wir definitiv in einem neuen Gebiet. Ein Dungeon. Geheimfahrt zum Heiligbaum. Okay, wir haben wo wir noch nicht waren. Okay. Ja, ich sag schon... Wir sind nicht erwünscht. Schaut mir wie ein Labyrinth. Bist du wirklich? Kämpft's nie jetzt alle her. Okay. Stirb. Au. Gräbertal-Linie Stufe 9. Okay, da sollte man auch definitiv noch nicht sein. Aber das Wort der Gnade ist gut für uns. Okay, das ist absolutes, scheinbar absolutes, geweihtes Schneefeld. Ist schon wieder so trieb. Jetzt haben wir da. Ach, da schau her, jetzt haben wir da hier rüben. Aha,
Ja, gut, okay. Schauen wir uns halt nicht mehr an. Ich möchte jetzt nur noch schnell den anderen Weg ausfindig machen. Was es da noch gegeben hätte. Eierstock des Landoktopus. Ah ja, alles klar, okay. Mehr Eier hat es geheißen, brauchen wir. Helm der niederen Soldaten. Irgendwas grunzt da. Ja, ja. I'm not dumb. Hey, fällt der Volldepp da jetzt einmal runter? Ja, der fällt aber, wenn das Item nimmt, 100%, oder? Ah, jetzt hat. Ach, das Ding kann sich heilen. Wärmender Stein, ja toll. Und wegen dem Scheißbier jetzt da hergegangen? Zu verarschen, oder was? Okay. Ja, aber ganz spannend. Ganz spannend. Ja, also, durch das, dass ich da jetzt, zur Erklärung, ich habe jetzt da Gräbertal-Lilie Stufe 9 gefunden. Mit den Gräbertal-Lilien kann ich praktisch meinen Geist aufwerten und der geht bis 10 und für die Aufwertung auf Stufe 9 brauchst du sie nicht um meine Stufe 5. Also ich habe noch nicht einmal ein 6er, ein 7er oder ein 8er gefunden. Ja, also das heißt, wenn dieser 9er ist, dann haben wir da definitiv noch nichts zum Sagen. So. Jetzt möchte ich bei Waffen aufwerten. Warum geht das jetzt von der RTC? Fix. Scheiß Dungeons. Werte mir, geh von da weg. Okay. Gib erst einmal das Gleckerl ab, was wir heute noch gefunden haben. Jetzt haben wir nämlich Schmiedesteine bis einschließlich Stufe 6. Und Gräbertal-Lilien habe ich, Geistertal-Lilien habe ich gerade mal bis Stufe 3. Also dezent wenig. Jetzt der wir erst einmal noch Waffen aufwerten, das ist einmal das Wichtigste. Hey Schmied. So. Stufe 7 und Stufe 8 geht mir leider noch ab. Aber machen wir ja schon mal ganz gut Damage. Die gehen mir leider ab, da kann ich noch nichts tun. Okay. So, kann ich meinen Geist zufällig auch aufwerten? Wahrscheinlich eher nicht. Nein, weil wir Gräbertal, Geistertal-Lilie Stufe 6 fehlt. Genau, wir haben einen 9er gefunden, also heißt das, wir... Ja. Sollte man da noch nicht unbedingt hin. So, das heißt praktisch für mich... Hoppala.
Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen. Wo habe ich denn den Dungeon gefunden eigentlich? Da war doch irgendwo ein Dungeon, oder? Bin ich jetzt blind? Ah, da ist. Den Dungeon werden wir anschauen. Und sonst machen wir dann wahrscheinlich, also morgen unter anderem wahrscheinlich, je nachdem, auf was ihr Bock habt, machen wir da ein wenig weiter. So wie das seht, müssen wir sowieso da her. Weil er da das nächste Kartenfragment versteckt ist. Und da waren wir ja schließlich schon. Da haben wir den Miniboss noch gelegt, das heißt, wir müssen dann da oben. Und da werden wir dann wahrscheinlich da noch mal irgendwas freischalten. Tipp ich mal. Und das Endgame-Gebiet, das lassen wir noch mal ein wenig bleiben. Weil da haben wir, glaube ich, noch nicht gut genug. Haben wir ja da schon Mühe gehabt jetzt im Endeffekt. Genau. Freunde der Sonne. Dann da die Song. Mein OBS ist irgendwie kaputt, weil es mir da keinen Chat nicht anzeigt. Warum wird mir da kein Chat nicht angezeigt? Ich verstehe die Frage nicht. Ist mein Streamlabs überhaupt verbunden? Nämlich vorher noch gegangen. Warum geht er jetzt nicht mehr? Okay. Der mag mich scheinbar nicht mehr. Jetzt ist... Okay, jetzt ist wieder da. Keine Ahnung, wo es einem fällt. So, Freunde. Jetzt passt zur Wacht. Brauchen wir erst mal Muse. Erst noch mal schnell speichern und rausgehen. Freunde, wie hat's denn taugt? War halt ausnahmsweise mal ein abendlicher Stream. Kommt ja normalerweise nicht so oft vor bei mir. Aber ich hoffe, ich habe den Abend ein bisschen versüßen können. Hoffe ich zumindest. Wir werden morgen wieder streamen, also in ungefähr genau 12 Stunden. Also um 12 Uhr mittags werden wir morgen anfangen, circa. Vielleicht wird es auch viel noch 12, je nachdem. Es ist halt die Frage, ja. Die mehreren haben vorher gesagt, sie machen ein Programm aus 50-50. Also ein Teil Naruto, ein Teil Elden Ring, ist für mich komplett fein. Wir halten es jetzt dabei einmal so fest. Ja. Und ob wir uns, wenn wir uns dann letztendlich morgen entscheiden, das schauen wir dann einfach. Ja, wenn es jetzt morgen auf einmal sagt, hey, wir machen doch nur Naruto oder nur Elden Ring, dann ist das auch absolut fein. Okay? Nochmal kurzes Feedback von euch, bitte. Was ist jetzt Fazit? Bildtechnisch, tontechnisch. War alles in Ordnung. Ist besser, ist nicht so gut, haben wir viel Ruckler gehabt, haben wir keine Ruckler gehabt, war wichtig für mich, es geht ja schließlich auch der Verbesserung des Streams. Ja. Ich habe mir heute einmal, in meinem Streaming-Programm, also in OBS praktisch einiges oder ein wenig was umgesteckt gehabt. A, höhere Auflösung, B, meine Verarbeitung von dem Stream läuft jetzt quasi über meine Grafikkarten und nicht mehr über die Software selber. Und es soll jetzt, was ich vorher so gehört habe, es soll ja ein besseres Bild sein. Ja. Wenn jetzt natürlich da Mordsruckler drin waren, war das natürlich nix. Ja, aber ich habe dann jetzt im Laufe des Streams hat keiner mehr was gesagt, also gehe ich davon aus, es war alles flaschig. Bild und Ton waren besser nach kurzen Turbulenzen. Okay. Im Modzag ist auch nichts aufgefallen. Was verändert. Gut. Okay. Ja, nice. Dann lasse ich das einmal so. Mein PC hat es auch noch nicht zerrissen, also scheint alles in Ordnung zu sein. So. Alles in Ordnung, Basis. Sehr gut. Genau das möchte ich hören. So. Freunde, jetzt kann ich natürlich nicht versprechen, ob noch irgendwer um die Zeit online ist aus meiner Community. Das haben wir fast, der Eki war noch live, der hat noch Rocket League spielen. Ansonsten, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Hälfte von Enk jetzt sowieso in Tire geht, also brauchen wir noch einen Raid, soll ich noch jemanden raiden? Ja, nein, vielleicht. Ja, normal gehört es schon, oder? Der Eki ist jetzt aber leider der einzigste, der wo noch live ist, aus meiner Community, sonst ist keiner mehr da. Sicher raid wir. Gut, okay, dann raid wir. Leils. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr auch an einem Samstagabend da seid. Und zwar zahlreich, abgesehen davon. Wie gesagt, nächster Stream morgen um ca. 12 Uhr Mittag. Programm lassen wir jetzt mal 50-50. Mit was wir anfangen, das entscheiden wir dann spontan. Vielleicht ändert man das Programmname, wie gesagt. Aber das kriegen wir hin. In diesem Sinne, kommt auf meinen Discord-Server. Wer noch nicht drauf ist, Ausrufezeichen Discord-Drucker. Eingeben, Drucker. Dann kommt auf meinen Discord-Server. Schaut sehr gerne mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei, lasst so mal ein Abo da kommen alle Wots drauf von allen Spielen, die wo wir mir spielen. Dauert nur bei ungefähr 2 Tagen, bis das da der Upload erfolgt, weil ich aufgrund von Twitch 24 Stunden warten muss, um das aufzuladen zum dürfen, weil sonst kriege ich ein Problem.
Ja? Da ist Twitch unflauschig, was das angeht. Und falls ein Neuer da ist, falls du heute zum ersten Mal zuschaust oder wieder zuschaust und schon öfter mal da warst, lass doch gerne mal ein Following da, ja? Der kostet dir nichts, ja? Aber mir da schon helfen. Wir haben ja mittlerweile über 100 Follower, das ist ein absoluter Wahnsinn. Da geht ein Ehrensalut für ihn raus. Genau, ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht, kommt gut ins Bett und dann sehen wir uns hoffentlich morgen um 12 Uhr Mittag wieder und wünsche euch viel Spaß beim Mr. Ecki, der spielt noch ein bisschen Rocket League. Genau, Raid Command kann der Mr. Motzok auch noch einer werfen, wenn es wirklich ist, für Non-Subs und für Subs, wobei ich den für Non-Subs jetzt fast umsteigen kann, weil wir ja Follower-Emotes haben mittlerweile, das werde ich noch ein wenig ummodeln, da werde ich morgen noch dran rucken, habe ich nicht mehr dran gedacht. Genau, in diesem Sinne, pfiat euch, gute Nacht, bis morgen. Und warum geht jetzt Musik schon wieder nicht, versteht die Frage nicht. Ist eh wurscht. Pfiat euch.